Auf den Tag, einen Monat nach Ausrufung der außerordentlichen Lage, stellt heute der Bundesrat seinen Exitplan aus der Corona-Krise vor. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Live-Übertragung aus dem Medienzentrum hier in Bern. Am 16. März wurde die außerordentliche Lage ausgerufen und damit die Schweiz in eine Art künstlichen Tiefschlaf versetzt. Heute, am 16. April, sagt der Bundesrat, wie der Plan aussehen soll, um da wieder rauszukommen. Schon jetzt ist klar, das wird ein langsamer Prozess sein, das wird Schritt für Schritt gehen. Die Menschen, aber die Wirtschaft, die warten seit Tagen darauf, dass sie Klarheit bekommen, wie es jetzt weitergehen soll. Warum kommt dieser Fahrplan gerade jetzt? Die Fallzahlen der Neuansteckungen, die gehen eher zurück, europaweit. Darum haben schon am Dienstag die Österreicher ihren Plan vorgestellt und gestern die Deutschen. Heute ist der Bundesrat daran mit seinem Plan. Im Vorfeld gab es sehr viele Forderungen aus der Wirtschaft, von der Politik, was der Bundesrat jetzt alles machen muss. Gewisse Sachen von diesem Plan sind schon durchgesickert. Es wird 3 Phasen geben. Bereits am 27. April sollen Coiffeurstudios, Nagel- und Kosmetikstudios, also personenbezogene Dienstleistungen, wieder aufgehen unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, der Hygienemaßnahmen. Auch ambulante Behandlungen sollen dann wieder möglich sein. Die zweite Phase ist am 11. Mai, wie wir hören. Dann sollen die Schulen eröffnet werden wieder, wie man hört, nur die Privatschulen, aber auch die Läden, die Kleider- und Schuhläden sollen am 11. Mai dann wieder geöffnet werden. So hat man es gehört. Ich bin gespannt, was jetzt dann kommt. Und dann, last but not least, für die Restaurants wird es wahrscheinlich noch länger gehen. Es könnte Juli werden, vielleicht sogar August, bis diese wieder öffnen dürfen. Das dürfte sehr hart sein, wenn das so ist, für die entsprechenden Betriebe. An der Medienkonferenz, die jetzt dann gerade beginnt, ich sehe noch niemanden, wird teilnehmen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Gesundheitsminister Alain Berset und der Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Neben diesem Fahrplan sollten wir heute auch Informationen bekommen, wie läuft das jetzt für diese indirekt betroffenen Selbstständigen. Sie erinnern sich, da warten wir seit Wochen eigentlich auf eine Lösung. Da gibt es zum Beispiel die Physiotherapeuten oder die Taxifahrer, die sind bis jetzt durch dieses Sicherheitsnetz durchgefallen. Es gibt die Signale, dass es heute vielleicht da eine Lösung geben sollte. Schon entschieden wurde heute, dass man weiterhin vorgehen will gegen den Einkaufstourismus, dass man festgestellt hat, zum Beispiel in Basel, dass es immer noch Einkaufstourismus gibt und der Bundesrat hat schon entschieden, dass man das konsequent mit 100 Franken Buße belegen will. Das sind so etwa die wichtigsten Punkte. Ich sehe, es ist immer noch kein Bundesrat in Sicht. Es dürfte noch wenige Momente geben. Vielleicht rückblickend, gestern gab es Forderungen von den Gewerkschaften, aber auch von den Parteien. Auffallend war, alle haben sich eingesetzt, dass das Wirtschaftsleben irgendwie jetzt dann wieder spielen wird. Die einen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen weniger schnell. Jetzt ist es soweit, ich sehe, dass die 3 Bundesräte, Bundespräsidentin Sommaruga, Wirtschaftsminister Parmelin und der Gesundheitsminister Alain Berset hier im Saal sind. Dann würde ich vorschlagen, wir schalten jetzt in die Medienkonferenz. Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Frau Vice-Président, Monsieur le Conseiller Bundespräsidentin, fédéral, Herr Mesdames et Messieurs, Vizepräsident, bonjour. Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer jour heutigen sur Pressekonferenz. l'état du Wir werden Ihnen ein C'était paar également une Entscheide séance mitteilen. ordinaire du Wir Conseil hatten fédéral heute qui Morgen s'est eine déroulée ce ordentliche matin. Vous Sitzung avez des reçu, Bundesrates. les Sie communiqués de presse haben die prévus sur les décisions qui verschiedenen ont été prises. Avant Presseinformationen de schon passer au thème de ce bekommen. jour, je vous Bevor demande, wir bien zum sûr, comme heutigen de Thema coutume, si vous avez kommen, des questions sur la möchte ich séance Sie ordinaire bitten, qui s'est ob déroulée ce matin. Sie Fragen haben zur ordentlichen Sitzung des heutigen Ce n'est Morgens. pas le cas, donc Wenn dem nicht so nous allons ist, passer bien sûr
werden wir dann später Ihnen die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Jetzt geht es um den Coronavirus. Wir haben die Frau Bundespräsidentin da, Herrn Vizepräsidenten, den Herrn Bundesrat Berset, und wir haben in der ersten Reihe Herrn Daniel Koch, Delegierter des BAG für Covid-19, Stefan Rossini, Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Erik Scheidecker, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik des SECO, Josef Wittmer, stellvertretender Direktor SBFI, Sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, und Bernhard Meißen, Vizedirektor des Bundesamtes für Kommunikation BAKOM. Sie sind alle zu Ihrer Verfügung für allfällige Fragen. Jetzt übergebe ich das Wort der Frau Bundespräsidentin, dann kommt Herr Berset dran und schließlich der Vizepräsident Parmelin, und anschließend können Sie Fragen stellen. Frau Bundespräsidentin, Sie haben das Wort. Danke, Herr Vizekanzler, Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren. Vor gut 4 Wochen hat der Bundesrat Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Heute können wir feststellen, diese Maßnahmen wirken. Die Ausbreitung des Coronavirus wurde gebremst und unsere Spitäler sind zurzeit nicht überlastet. Das ist eine gute Nachricht. Und hier folgt gleich eine weitere gute Nachricht. Nun können wir erste Lockerungen vorsehen. Das hat der Bundesrat heute entschieden. Der erste Öffnungsschritt erfolgt am 27. April, ein zweiter dann am 11. Mai. Und wenn die Situation es erlaubt, soll ein weiterer Schritt am 8. Juni erfolgen. Die Lockerungen erfolgen schrittweise mit dem Ziel, einen raschen Wiederanstieg von Infektionen zu vermeiden. Der Bundesrat will also in Etappen vorgehen. Dabei ist wichtig, dass wir nicht nur den ersten Schritt planen, sondern auch die weiteren Etappen aufzeigen. Das gibt uns allen eine Perspektive. Das ermöglicht aber auch den betroffenen Unternehmen, die Öffnung vorzubereiten. Denn 2 Dinge sind dem Bundesrat ganz wichtig. Erstens, bevor Läden öffnen, müssen sie ein überzeugendes Schutzkonzept vorlegen. Ein Konzept, das aufzeigt, wie die Kundschaft und die Angestellten geschützt werden. Das gilt für den Coiffeursalon, ebenso wie für die Arzt- und Zahnarztpraxen, die Kosmetiksalon, die Bau- und Gartenfachmärkte, die Gärtnereien und Blumenläden, für alle, die ihre Angebote am 27. April wieder machen dürfen. Und zweitens, wir wollen unbedingt verhindern, dass es zu einem Rückschlag kommt. Wir wollen das, was wir jetzt erreicht haben, dank der großen Unterstützung der Bevölkerung, nicht gefährden. Deshalb bittet der Bundesrat die Bevölkerung, sich weiterhin an die Distanz- und Hygienemaßnahmen zu halten. Wir möchten vermeiden, dass die Pandemie wieder aufflammt. Wir müssen vermeiden, dass wir das aufs Spiel setzen, was wir schon erreicht haben, dank der Unterstützung der Bevölkerung. Deswegen hat der Bundesrat entschieden, Sie zu bitten, die Distanz- und Hygieneregeln weiter einzuhalten. Wir möchten vermeiden, dass wir neue Restriktionen einführen müssen. Wir möchten nicht das gefährden, was wir bis jetzt erreicht haben, und dank der Unterstützung der Bevölkerung. Aus diesem Grund möchte der Bundesrat alle auffordern, weiterhin die Distanz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Einen Rückschlag wollen wir auch im öffentlichen Verkehr verhindern, wenn dieser nämlich wieder vermehrt benutzt wird. Der Bundesrat hat deshalb mein Departement beauftragt, zusammen mit der Branche nach guten Lösungen zu suchen, damit die Verkehrsbetriebe ihre Schutzkonzepte ebenfalls möglichst rasch umsetzen können, vor allem ab dem 11. Mai, wenn die obligatorischen Schulen wieder geöffnet werden. Meine Damen und Herren, der Bundesrat hat heute nicht nur über die Lockerungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus entschieden, er hat auch in einem ganz anderen Bereich einen Entscheid gefällt, und zwar bei der Radio- und Fernsehabgabe. Hier gibt es eine weitere gute Nachricht. Die Medienabgabe sinkt für jeden Haushalt um 30 Franken, von 365 Franken auf 335 Franken. Oder anders gesagt, im Vergleich zu heute kann man künftig einen Monat pro Jahr gratis Schweizer Fernsehen schauen oder Radio hören. Insgesamt sparen die Schweizer Haushalte mit der Senkung 106 Millionen Franken. Auch die meisten Firmen
zahlen künftig deutlich weniger, insbesondere die KMU. Sie sparen mit den neuen Tarifen rund 53 Millionen Franken ein. Das heißt, Haushalte und Firmen werden damit zusammen um 159 Millionen Franken entlastet. Gleichzeitig hat der Bundesrat heute den Service Public im Medienbereich gestärkt. Der Gebührenanteil der SRG wird um 50 Millionen Franken erhöht. Damit reagiert der Bundesrat darauf, dass die SRG zuletzt immer weniger eingenommen hat mit Werbung. Dem Bundesrat ist aber bewusst, dass sich auch die privaten Medien in einer sehr schwierigen Situation befinden. Er hat deshalb bereits im letzten August die Eckwerte für ein Maßnahmenpaket zugunsten von Print- und Online-Medien verabschiedet. Und mein Departement wird dem Bundesrat hierzu möglichst rasch eine Botschaft vorlegen. Unter dem Strich hat der Bundesrat heute eine Lösung verabschiedet, von der viele profitieren. Die Haushalte bekommen die SRG im Vergleich zu heute einen Monat gratis. Die KMU werden in einer schwierigen Zeit entlastet und der Service Public im Radio- und Fernsehbereich wird gestärkt. Besten Dank. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vielen de la Dank, Confédération, Frau Bundespräsidentin, Herr Vizepräsident des Bundesrates, Herr Vizekanzler, meine Damen und Herren. Die Bundespräsidentin hat es gerade schon gesagt. 7 Wochen nach den ersten Maßnahmen und 4 Wochen nach der Ankündigung der außerordentlichen Lage hat der Bundesrat heute Morgen verschiedene Etappen angekündigt, um die Maßnahmen zu lockern ab dem 27.04. Wenn wir diesen Schritt jetzt einleiten können, dann, weil unsere Empfehlungen eingehalten wurden, weil wir die Epidemie bremsen konnten und weil die Situation heute es erlaubt, nächste Etappen in Betracht zu ziehen. Wir haben heute Morgen 26.732 Fälle. Wir haben 3.128 Hospitalisationen und etwas mehr als 1.100 verstorbene Personen. Wir hatten heute Morgen ungefähr 300 neue Fälle im Vergleich zum Vortag und zu den Höchstständen hatten wir mehr als 1.000. Wir haben inzwischen eine Stabilisierung der Hospitalisierung, deswegen können wir die nächsten Etappen in Angriff nehmen. Wir sind jetzt in einer Transitionsphase. Diese Übergangsphase wird lange dauern. Wir werden etappenweise vorgehen, denn wir dürfen jetzt nicht das aufs Spiel setzen, was wir bisher an Anstrengungen unternommen haben und was ja auch Früchte getragen hat. Ich habe es schon gesagt, wir müssen nach wie vor vorsichtig sein und wir müssen nach wie vor bescheiden bleiben. Das Ziel ist nach wie vor das gleiche. Es geht darum, die Volksgesundheit zu schützen, insbesondere die besonders gefährdeten Personen, unsere Spitäler zu überlasten. Das müssen wir vermeiden und gleichzeitig müssen wir auch die Schäden dieser Krise auf das Land möglichst gering halten, die Auswirkungen auf die Bevölkerung, auf die Wirtschaft. Und das ist ein Gleichgewicht, ein Mittelweg, den wir finden müssen. Die Frau Bundespräsidentin hat gerade daran erinnert, wir müssen vorsichtig sein, damit die Epidemie nicht wieder neu aufflammt. Wir wollen kein Stop-and-Go machen, aber gleichzeitig muss das normale Leben auch irgendwann wieder eintreten. Diese Etappen sind nicht zufällig getroffen worden. Wir haben letzte Woche an der Strategie gearbeitet, auf der diese Etappen basieren. Wir haben die Epidemie einigermaßen unter Kontrolle und wir haben dann Kriterien gesucht, um die Reihenfolge vorzunehmen. Zum Beispiel die Maßnahmen betrachten, ob die Leute viel Kontakt miteinander haben, ob sie sich über größere Distanzen fortbewegen müssen. Und das sind Kriterien, um diese Etappen festzulegen. Wir möchten jetzt möglichst schnell reagieren, aber gleichzeitig so langsam wie nötig. Das ist die Maxime für die nächsten Wochen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist es wichtig, damit wir erfolgreich sein können, dass die Bevölkerung nach wie vor die Regeln einhält, Social Distancing und die Hygienemaßnahmen. Für alle Lockerungen gilt, diese Lockerungen, die werden durch Schutzkonzepte begleitet.
Erste Priorität des Bundesrats ist weiterhin, die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung zu schützen und insbesondere der besonders gefährdeten Personen. Die erste Etappe, die Bundespräsidentin hat es erwähnt, wird ab dem 27. April beginnen können. Dann werden wir die ambulante und stationäre medizinische Behandlungen wieder lockern und erlauben. Das bedeutet auch, dass Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten oder medizinische Massage können wieder alle Eingriffe vornehmen. Wir wissen, dass eine Verschiebung auf eine langere Zeit von Behandlungen kann auch negative Folgen haben für die Gesundheit, und wir wollen das verhindern. Wir wollen auch erlauben, dass im Spital wieder alle Eingriffe möglich sind. Das müssen auch die Kantone und die Spitäle organisieren. Und wir wollen damit auch einen Stau bei den Operationen künftig verhindern können. Es ist auch gesagt worden, die personenbezogenen Dienstleistungen werden wieder mal eröffnen können. Coiffeur, Kosmetiksalon, Massagepraxen zum Beispiel, und auch gewisse Läden, Gartencenter, Baumärkte, Gärtnereien und Blumenläden. Wir haben auch, meine Damen und Herren, beschlossen, eine gewisse Lockerung vorzunehmen für die Organisation von Beerdigungen. Wir wissen auch, dass es kann eine sehr harte Situation sein für Familien, und wir haben das ein bisschen gelockert, und wir sprechen jetzt von Familienkreis und nicht mehr von sehr engen Familienkreis. Und diese Auswahl von Maßnahmen ist einfach so gekommen, weil wir können dort die Anzahl der Direktkontakte noch gering halten können. Wir können auch einfach rekonstruieren, wer mit wem in Kontakt war. Die Schutzkonzepte generell sind einfacher umzusetzen, und wir werden mit diesen Maßnahmen keine großen Personenströme verursachen. Dann zweite Etappe mit der obligatorischen Schulen, mit alle Läden und Märkte. Und wir werden auch bis dann noch analysieren und vertiefen, um zu sehen, wie andere Bereiche noch gelockert werden können in diesem Bereich, und auch das etappiert für die nächsten Etappen. Dritte Etappe, 8. Juni. Und diesen 8. Juni muss auch den 8. Juni bleiben. Wieso? Wir werden mit 27. April und 11. Mai 2 Etappen machen, ohne wirklich das monitoren zu können. Die erste Etappe, 27. April, wird noch nicht ganz einfach zu monitoren für die Entscheide am 29. April für den 11. Mai. Aber dann brauchen wir wirklich ein Monitoring. Der Bundesrat will auf keinen Fall einen Blindflug fahren oder fliegen mit dieser Situation. Und deswegen haben wir uns Zeit dann gegeben. Es sind 2 wichtige Schritte, die jetzt kommen. Aber dann brauchen wir wirklich eine gewisse Zeit, um wirklich analysieren zu können, welche sind die Folgen, und allenfalls auch Anpassungen, Adaptierungen noch vornehmen zu können. Werden wir dafür einen Entscheid normalerweise Ende Mai treffen können. Und allenfalls wirklich muss man auch mit dieser Ungewissheit noch leben, mal diese Strategie adaptieren, wenn wir sehen müssen, dass die Etappen es brauchen. Ein anderes wichtiges Thema, das sind die Großveranstaltungen. Auf die möchte ich auch noch zu sprechen kommen. Für große Veranstaltungen von mehr als 1000 Personen, zum Beispiel gerade im Sommer, da weiß ich, dass es dort hohe Erwartungen gibt. Wir wissen ebenfalls, denn das sind ja auch große Risiken, denn für diese Art von Großveranstaltungen werden wir möglichst das Ganze noch lange hinauszögern. Und heute Morgen hat der Bundesrat entschlossen, dass wir erstmal eine Übersicht brauchen für die übernächste Bundesratssitzung, dass wir schauen, wie sich die Organisatoren befinden, in welcher Situation, und ihnen dann eine Antwort geben können. Andere Länder haben schon drastische Maßnahmen getroffen, die sehr weit in der Zukunft liegen, denn einige Länder haben auch schon entschieden, dass Großveranstaltungen bis Ende August verboten bleiben. Wir haben das noch nicht entschieden. Wir werden uns das noch detailliert anschauen. Das sind die 3 Etappen. 27.04., also in 10 Tagen, für die personenbezogenen Dienstleistungen, für Spitäler, für gewisse ambulante Eingriffe, für Bau- und Gartenfachmärkte, Gärtnereien. Dann der 11. Mai, Öffnung der obligatorischen Schulen und Einkaufsläden, und dann dritte Etappe, 8. Juni. Wir monitoren das Ganze natürlich
ziemlich genau und es muss nach wie vor ein Schutzkonzept geben. Wir schauen natürlich auch, was die Nachbarländer unternehmen. Vor diesem Hintergrund, es geht jetzt viel um Schutzkonzepte, das ist relativ komplex, auch in der Umsetzung. Deswegen möchte ich jetzt etwas noch sagen zu den Masken. Ich weiß, dass die Frage der Masken eine Frage ist, die die Leute umtreibt, wo es viele Fragen gibt. Von Anfang an hat der Bundesrat bei allen Fragen im Rahmen dieser Epidemie sich stützt auf Expertenstudien, auf die jüngsten wissenschaftlichen Studien. Wir haben es mit einem neuen Virus zu tun. Wir wissen noch nicht so viel. Und wir haben immer versucht, diese Entscheide auf politischer Ebene umzusetzen, gestützt auf diese wissenschaftlichen Ergebnisse. Das Tragen einer Maske ist bisher noch für gesunde Personen noch nicht empfohlen und wir glauben, dass es sinnvoll ist, daran zu erinnern. Wichtig ist, dass die Distanz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Gerade das Handwaschen. Masken zu tragen ist nach wie vor empfohlen für Personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, wenn man einen direkten Kontakt hat, natürlich auch für kranke Personen. Und dann gibt es diese Schutzkonzepte und wir werden darüber sprechen, ob Masken sinnvoll sind. Denn mit diesen Lockerungsmaßnahmen wird es ja immer mehr Kontakte geben und in verschiedenen Fällen ist dann wahrscheinlich das Tragen einer Maske sinnvoll oder empfohlen. Masken sind derzeit auch nicht verboten. Jeder kann eine Maske tragen, wenn er es möchte. Wir hindern niemanden daran, aber seien wir präzise, wir sind es von Anfang an gewesen. Wir müssen wissen, ob es für gesunde Personen sinnvoll ist. Von Anfang an stützen wir uns auf die Arbeit der Experten. Wir haben das in allen Bereichen getan, an denen wir arbeiten und natürlich auch im Bereich des Tragens der Masken. Natürlich werden wir davon nicht abweichen. Beim Einkauf haben wir heute einen Experten anwesend, der etwas sagen kann, oder sonst würde ich das sagen. Natürlich sind wir dabei, zu versuchen, Masken zu verkaufen, ein Sourcing zu machen. Wir haben jetzt auch neue Möglichkeiten, Einkäufe zu tätigen. Der Bundesrat hat sich darum gekümmert. Das sind Branchen, die wir unterstützen. Das sind Einrichtungen, die sich um den Einkauf kümmern. Ja, das sind die Rahmenbedingungen für diese Lockerungen. Wir werden sie so umsetzen, wie angekündigt. Wenn es weitere Schutzkonzepte braucht und Schutzausrüstungen, dann werden wir uns darum kümmern. Und bis zum 27.04. kümmern wir uns darum, natürlich auch gegebenenfalls um die Verteilung und Empfehlungen zum Tragen einer Maske. Wir werden auch den Zugang zu Tests intensivieren. Wir werden die verschiedenen Kontakte tracen, schauen, wie Übertragungsketten einem Monitoring unterworfen werden können. Noch ein paar zusätzliche Punkte zu den Selbstständigen. Heute Morgen hat der Bundesrat entschieden, dass man den besonderen Bedürfnissen der indirekt betroffenen erwerbstätigen Selbstständigen Rechnung tragen muss. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, ab dem 17. März etwas zu finden. Diese Unterstützung war bisher auf 2 Monate begrenzt. Das Parlament wird demnächst ja die Aktivitäten wieder aufnehmen und dem müssen wir dann noch Rechnung tragen. Wir haben aber eine Möglichkeit gefunden, wenn jemand ein AHV-pflichtiges Einkommen hat, das höher ist als 10.000 Franken und niedriger als 90.000 Franken, dass er dann 196 Franken pro Tag bekommt. Das ist die Corona-Erwerbsausfallentschädigung. Wir müssen jetzt in der nächsten Etappe, Transitionsphase, zusammengehen, ohne zu vergessen, dass Abstand halten und Hygieneempfehlungen zu gewährleisten. Es bleibt sehr wichtig für die nächsten Etappen. Und nur so können wir auch mit Schutzkonzepten Branchen langsam wieder mal eröffnen, so rasch wie möglich, aber so langsam wie nötig, um wirklich eine gute Situation zu schaffen und eine Stop-and-Go-Politik zu verhindern. Es ist wirklich heute mit dieser Lockerung ein Zeichen der Hoffnung. Es gibt uns eine Perspektive, eine Entwicklung zu erleben in unserem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben.
Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Monsieur le Vice-Président de la Herr Confédération. Bundesrat, Herr Vizepräsident, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Renazzi, Frau Bundespräsidentin, meine Damen und Herren. Rund um die Ausstiegsstrategie bereits einige Entscheidungen getroffen, die für die Bildung und Forschung relevant sind. Zur Bildung für Lernende ist nun klar, bei den Lehrabschlussprüfungen gibt es diesen Frühling und Sommer keine schulischen Prüfungen. Für alle Berufe und in allen Kantonen zählen die Erfahrungsnoten. Praktische Prüfungen finden unter den Vorgaben des BAG dort statt, wo es möglich ist. Bäcker zum Beispiel backen ein Brot in der Backstube. Schuhmacher lösen ihre Aufgabe in einem Prüfungszentrum oder in einer Ausbildungshalle. Augenoptiker absolvieren keine praktische Arbeit. Ihre Leistung wird durch den Lehrbetrieb mit einer sogenannten Erfahrungsnote beurteilt. Dieses Vorgehen ist mit den Sozialpartnern der Wirtschaft und den Kantonen abgesprochen. Noch offen ist der Entscheid betreffend Maturitätsprüfungen. Die Federführung liegt hier bei der Erziehungsdirektorenkonferenz EDECA. Zur Forschung. Ein nationales Forschungsprogramm soll während 2 Jahren Fakten liefern zur Übertragbarkeit, Wirkung sowie Behandlung des Coronavirus. Das Programm umfasst einen Finanzrahmen von insgesamt 20 Millionen Franken. Mesdames et Messieurs, Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, der Bundesrat hat heute entschieden, seine Öffnungsstrategie in Angriff zu nehmen und auch den Selbstständigen, die von den Maßnahmen des Bundesrates indirekt betroffen sind, ohne Unterstützung anzubieten. Wir hoffen, auf diese Weise möglichst viele Fälle abgedeckt zu haben. Aber es ist kein Geheimnis. Wir können natürlich nicht alle schützen und retten. Und das Hauptziel des Bundesrates ist es, die Fähigkeit der Schweiz zu erhalten und sicherzustellen, dass die schweizerische Wirtschaft so schnell wie möglich wieder in Schwung kommt. Und all jene, die sich durch diese Pandemie nun in Schwierigkeiten befinden, sollen eine neue Perspektive erhalten. Wir möchten also eine Perspektive für die Zeit nach der Krise bilden. Und zu diesem Zweck haben wir sehr wichtige Entscheide getroffen, die ich zu Beginn meiner Intervention erwähnt habe. Es geht hier um die Berufsbildung. Und gerade in der Berufsbildung ist es sehr wichtig, dass man Perspektiven bildet. Aber es gibt keine Perspektive ohne anerkannten Abschluss. Deshalb hat der Bundesrat heute die Prüfungsbestimmungen festgelegt. Er hat bestätigt, dass letzte Woche der Bund, die Kantone und die Verbundpartner eine Einigung getroffen haben in Bezug auf die Berufsprüfungen. Wir möchten den 75.000 Jugendlichen, die in diesem Sommer ihre Lehre abschließen, die Möglichkeit geben, ein anerkanntes eidgenössisches Fähigkeitszeugnis bzw. ein Berufsattest zu erhalten, und das trotz der Corona-Krise. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, dass die Berufsprüfungen sich von einem Beruf zum anderen sehr stark unterscheiden und sehr viele Personen darin involviert sind. Die qualifizierenden Prüfungen im Gewerbe, in der Industrie finden unter anderen Voraussetzungen statt, wie beispielsweise im Gesundheitswesen. Hinzu kommt, dass die Kantone in Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt zuständig sind für die Durchführung dieser Prüfung. Deshalb haben wir uns auf 3 verschiedene Organisationsvarianten geeinigt. Erste Variante, die praktische Arbeit im Lehrbetrieb. Also ich habe das vorhin gesagt, die Konfiseure beispielsweise, die führen eine praktische Prüfung in der Backstube aus, und das zählt dann für das Diplom. Zweite Variante, es geht hier um eine Prüfung, die zentralisiert organisiert wird. Die Kandidaten, zum Beispiel Schuhmacher, werden
in diesem Fall eine praktische Prüfung ablegen, die zentral organisiert ist in einem zentralen Zentrum. Das setzt natürlich voraus, dass das Ganze organisiert wird, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die ganzen Bedingungen im Zusammenhang mit Social Distancing, mit Hygienemaßnahmen auch gesichert sind. Die dritte Variante ist die praktische Prüfung, die wird ersetzt durch eine Beurteilung durch den Lehrbetrieb. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen keine praktische Prüfung durchführen und ablegen, sondern sie werden von ihrem Lehrbetrieb beurteilt. Und der Lehrbetrieb äußert sich zu deren Erfahrung. Die schulischen Prüfungen werden ebenfalls annulliert und die Erfahrungsnoten zählen für alle Berufe und in allen Kantonen. Diese Vorgehensweise ist von den Verbundpartnern so genehmigt worden und das ist eine konzertierte Lösung, die für die ganze Schweiz gilt und die auch alle Anforderungen in Bezug auf die Hygienemaßnahmen und Gesundheitsmaßnahmen berücksichtigt. Die Jugendlichen, die eine Berufsbildung machen und auch die Lehrbetriebe werden jetzt sehr schnell informiert. Ihnen wird gesagt, dass sie auf die Kantone und auf ihre Organisationen zählen können, damit diese Maßnahme, die heute verabschiedet wurde, auch schnell umgesetzt werden. Es kann somit sichergestellt werden, dass unsere Jugendlichen ihre Lehre abschließen können, ihr Berufsleben in Angriff nehmen können. Und somit bieten wir unseren Jugendlichen eine Perspektive, die über die Krise hinausreicht. Und das ist für den Bundesrat eine der zentralen Aufgaben. Die kantonalen Bildungsdirektoren arbeiten sehr intensiv daran, dass sie den Jugendlichen eine Perspektive bieten können, auch jenen, die beispielsweise eine gymnasiale oder eine Berufsmaturität machen. Wir haben in diesem Bereich jedoch noch keine konsensfähige Lösung gefunden. Die Arbeiten laufen weiter und wir müssen relativ kurzfristig auch in diesem Bereich eine Lösung finden. In Bezug auf die Forschung sind wir uns einig, dass wir unsere Kenntnisse zum Covid-19 unbedingt verbessern müssen. Deshalb hat der Bundesrat beschlossen, auf Empfehlung des Schweizerischen Nationalfonds 20 Millionen Franken bereitzustellen, um die Forschung in der biomedizinischen und klinischen Forschung zu fördern. Wir haben somit dem Appell des Nationalen Forschungsprogramms stattgegeben. Der Bundesrat hat im Bereich des Tourismus ebenfalls die Möglichkeit geprüft, den Reisebüros eine spezielle Unterstützung zukommen zu lassen. Aber wir denken, dass diese Lösung im Moment noch nicht spruchreif ist. Wir haben unser Maßnahmenpaket mit den heutigen Entscheidungen vervollständigt. Und dabei ging es uns auch darum, unsere Institutionen zu wahren und den Interessen aller gerecht zu werden. Wenn der Bundesrat nicht alle Fragen beantworten kann, und das wird zum Teil erwartet von uns, so ist es eben so, dass man häufig zu besseren Ergebnissen kommt, wenn man sich etwas Zeit lässt, wenn man den Dialog pflegt. Und wir können nur gute Lösungen finden, wenn wir eben zusammenarbeiten und wenn wir uns die Zeit geben, gute Lösungen zu finden. Zum Schluss auch noch diese Bemerkung auf Deutsch. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass die Wirtschaft inklusive Gastgewerbe, Tourismus, Detailhandel, Bildung, Forschung, Kultur und Sport weiterhin vor großen Herausforderungen steht. Wir haben in den letzten Wochen und Tagen bewiesen, dass wir trotz diesen schwierigen Zeiten gemeinsam stark sind. Ab heute planen wir unsere Zukunft neu. Dabei gilt, helfen wir einander, planen wir innovativ, gemeinsam finden wir Lösungen. Danke. Merci, Monsieur le Vice-Président. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Wir bieten Ihnen jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Auch nehmen wir telefonisch Fragen entgegen. Herr Dreh, bitte. Können die Kantone gewisse Öffnungen erst später vornehmen?
und beispielsweise im Tessin. Der Bundesrat wünscht, dass diese Öffnung möglichst koordiniert vonstatten geht und auch im gleichen Maße in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig muss man natürlich achten darauf, dass es keine Wettbewerbsverzerrungen gibt beispielsweise. Aus diesem Grund haben wir einen Plan geschaffen, der eben einen koordinierten Ausstieg oder eine koordinierte Öffnung aussieht. Herr Moff. Stichwort Tourismus ist nur ganz am Schluss bei Herrn Parmelin kurz vorgekommen. In diesen 3 Etappen, wann werden die touristischen Infrastrukturen wieder hochgefahren, sprich Bergbahnen, Restaurants, aber auch die Luftfahrt? Ist da auch etwas konkret vorgesehen? Ja, also es sind 3 Bereiche, die Sie jetzt angesprochen haben. Auf der einen Seite ist der öffentliche Verkehr, also oder dazu auch Bergbahnen oder Schifffahrtsgesellschaften. Wir werden sicher uns zuerst darauf konzentrieren, dass wir dort, wo jetzt die Transportdienstleistungen notwendig sind, um eben auch, ich habe gesagt, zum Beispiel, wenn die Schulen wieder geöffnet sind, dass diese Transportmöglichkeiten erfolgen können. Ansonsten ist ja bis auf Weiteres auch Homeoffice jetzt vorgesehen. Das heißt, wir möchten die Transporttätigkeiten möglichst tief halten. Aber ich denke, selbstverständlich wird in weiteren Etappen die Frage dann sich auch stellen, wie können wir diese Öffnungen schrittweise vornehmen, immer unter der Voraussetzung, dass Schutzkonzepte vorhanden sind. Die Hotels sind ja heute bereits geöffnet, die sind ja nicht geschlossen. Und bei den Restaurants sieht der Bundesrat vor, dass die Branche auch Konzepte erarbeiten kann, wie allenfalls auch eine etappenweise Öffnung in der Restaurantbranche möglich ist. Dazu sind heute noch keine Entscheide gefällt worden, aber es ist klar, wenn der Sommer kommt, wenn die Reisemöglichkeiten eingeschränkt sind, ist das sicher auch ein Bedürfnis, das besteht und das der Bundesrat auf dem Radar hat. Heute haben wir entschieden, was für den 27. April gilt, für den 11. Mai gilt, aber dem Bundesrat ist bewusst, dass weitere Etappen folgen sollen, unter der Voraussetzung, dass die sanitarische Situation sich nicht verschlechtert. Und die Luftfahrt? Die Luftfahrt, das habe ich letzte Woche ausgeführt. Bei der Luftfahrt geht es vornehmlich darum, jetzt kurzfristig zu schauen, wie können wir in einer Infrastruktur, die kritisch ist für die Schweiz, die auch für viele Arbeitsplätze verantwortlich ist, was ist kurzfristig zu tun. Der Bundesrat prüft hier übrigens auch zusammen mit anderen Staaten, um uns auch gut abzusprechen, was nötig ist, was kurzfristig nötig ist. Zu denken sind in erster Linie Bankgarantien oder Unterstützung des Bundes, allerdings unter der Voraussetzung subsidiär. Also zuerst muss die Muttergesellschaft, zuerst muss klar sein, dass das Unternehmen selber alle Mittel ergriffen hat, um sich selber hier zu stützen. Und auch klar ist, dass kein Geld ins Ausland abfließen darf. Diese Gespräche finden jetzt statt und der Bundesrat wird, wenn wir soweit sind, dann auch, wie gesagt, in Absprache, gerade auch mit den anderen Tochtergesellschaften, zum Beispiel der Lufthansa, die weiteren Schritte beschließen. Madame Imboden. Weshalb öffnen Sie ausgerechnet zuerst die Coiffeur, Massagesalons und Kosmetikstudios, wo es unmöglich ist, die nötigen Distanzen zu halten, also jetzt zwischen Kunden und Anbietern, im Gegensatz zu den botanischen Gärten, Museen, die am Schluss geöffnet werden, wo es problemlos möglich ist, diese Distanz einzuhalten? Was ist die Erklärung? Ja, die Erklärung ist dazu erst einmal, es ist einfach, es kommt zu 1:1 Kontakte und nicht zu mehr Kontakte. Zweitens, man kann rekonstruieren, wer mit wem in Kontakt war, im Fall von Notwendigkeit auch im Nachhinein, sehr einfach. In andere Einrichtungen ist es nicht möglich. Drittens, die Schutzkonzepte sind bekannt und die Personen, die das tun, die wissen auch sehr oft genau schon heute, wie es gehen kann mit Schutzkonzept und mit Schutzmaterial. Viertens, es schafft keine großen Bewegungsströme in der ÖV und in der Bewegung der Bevölkerung. Und fünftens, wenn ich das so sagen darf, es schafft auch keine großen Ansammlungen. Sechstens, wenn es braucht noch andere Punkte. Es ist auch wichtig, weil es sind auch, ich würde sagen, Dienstleistungen, die die Bevölkerung auch braucht. Wir haben auch immer wieder gehört, es gibt auch Leute, die das brauchen und nicht mehr so sehr lange erwarten könnten. Das sind die Argumente, die
einfach in der Strategie des Bundesrats kommen für eine Reihenfolge, aber in der Tat, man kann auch immer wieder darüber diskutieren. Das ist selbstverständlich der Fall. Das sind die Überlegungen, die uns geführt haben, so in dieser Reihenfolge zu arbeiten. Merci. Je veux prendre une question au téléphone. Monsieur Beuglin, s'il vous plaît. Monsieur Beuglin. Oui, bonjour. Une question Guten Tag, ich habe eine Frage zur Öffnung der obligatorischen Schulen. Wird es Empfehlungen geben, hier physische Distanz einzuhalten zwischen den Schülerinnen und Schülern? Und wenn ja, ist es dann nicht utopisch für kleine Kinder? Ja, eine gute Frage, die Sie stellen, eine wesentliche Frage. Es ist selbstverständlich, wenn man weiß, wie es in einer Schule hergeht, dass es schwierig ist, die Distanzen einzuhalten. Das ist in Schulen sicherlich schwieriger als an anderen öffentlichen Schulen. Was nun die obligatorischen Schulen angeht, was wissen wir über den Virus? Und es wird immer mehr von den Experten bestätigt. Herr Koch kann dazu noch etwas sagen. Die Kinder, gerade junge Kinder, bekommen die Krankheit gar nicht, sind schlechte Träger oder Überträger. Und zweitens, natürlich muss man die Schutzkonzepte auch für die Schulen anpassen. Man kann dort sehr viel machen, gerade auch bei der Prävention und bei der Sensibilisierung der Kinder für Schutzkonzepte und Hygienemaßnahmen. Und selbstverständlich ist die Öffnung der obligatorischen Schulen im Rahmen dessen, was ich gesagt habe, ein wichtiger Schritt, den wir unternehmen müssen. Das ist ja auch nicht gerade morgen der Fall, sondern erst in knapp 4 Wochen. Das ist aber eine Etappe, die wir unter diesen Bedingungen in Betracht ziehen können. Ja, ich bestätige all jenes, was schon gesagt wurde. Zusätzlich kann man noch Folgendes hinzufügen. Alles, was die Kinder angeht, sie werden selber nicht krank, sie werden nicht infiziert, sie sind keine Vektoren für diese Krankheit. Das ist vielleicht eine Good News. Die Kinder sind nicht betroffen. Merci, Monsieur Kocher. Und was sind Ihre Empfehlungen für die Bevölkerung? Bis wann müssen wir noch so weit wie möglich zu Hause bleiben? Ja, angesichts der derzeitigen Verringerung der Neuinfektionen, angesichts dieser Entwicklung können wir sagen, dass wir den ersten Peak jetzt genommen haben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wahrscheinlich liegt es aber doch insbesondere an den Maßnahmen, die wir getroffen haben. Die Bevölkerung hat sich sehr diszipliniert daran gehalten, an die Empfehlungen des Bundesrates, an die Distanzregeln, an die Handhygiene. Nun, das wird bleiben. Das wird so bleiben, das muss so bleiben, denn gefährdete Personen, die kennen wir wissen, wer gefährdet ist. Nun, solange dieses Virus hier ist, müssen wir vorsichtig sein und wir müssen, wie gesagt, verhindern, dass das Virus wieder aufflammt. Vielleicht muss es noch weitere Maßnahmen geben, weitere Lockerungen ziehen vielleicht andere Schutzmaßnahmen nach sich. Solange wir die sozialen Kontakte so gering wie möglich halten können, werden wir eine positive Auswirkung haben auf den Fortschritt der Epidemie. Und solange wir noch keine Impfung haben, solange wir noch nicht wissen, wie wir das Virus bremsen können, ist es die beste Maßnahme. Madame Gall. Vielleicht können Sie nochmals etwas sagen zu den Großveranstaltungen wie Fußballspiele, wie Open Airs. Von welchem Zeitraum reden wir da? Wann können die wieder stattfinden? Weil zum Beispiel die Open Airs müssen ja vorausplanen und brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, was man dazu sagen kann, ist Folgendes. Ich meine, wir haben die ersten Maßnahmen Ende Februar genommen. Wir sind jetzt Mitte April, 6 oder 7 Wochen später. Dieselbe Distanz im Voraus bringt uns Ende Mai oder ein bisschen weiter als Ende Mai. Das heißt, heute etwas über Juli und August zu sagen, ist noch nicht so einfach. Deswegen hat der Bundesrat heute entschieden, wir werden in einer nächsten Sitzung da dieses Thema vertiefen, das heißt dann die Liste mal zu sehen, wer betroffen sein kann, was es bedeutet, was machen auch andere Länder, was man kann wissen über diese Entwicklung. Es scheint aber klar, dass diese Maßnahmen, die Großanlässe betreffen, die sind sehr wahrscheinlich in der letzte Kategorie, die man aufheben kann, weil dort, ich meine, die Risiken, dass man sich anstecken lässt, sind größer. Muss man auch sehen, wir sind nicht allein betroffen hier. Andere Länder haben schon entschieden, Großanlässe bis Ende August zu verbieten.
einfach, ziemlich direkt und ziemlich einfach. Wir sind in der Schweiz nicht so weit, aber muss man schon sehen, wir sind auch nicht ganz optimistisch über diese Entwicklung für die Großanlässe in den nächsten Wochen und Monaten und werden wir aber das in einer nächsten Sitzung vertiefen können. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Herr Genger, bitte schön. Ich habe eine Frage zu den Grenzen. Kann der Bundesrat einen Zeithorizont geben, wann die Grenzen frühestens wieder geöffnet werden, und führt er hierzu Gespräche mit den Nachbarländern? Der Bundesrat hat heute dem EJPD in Zusammenarbeit mit dem Finanzdepartement den Auftrag gegeben, diese Frage näher zu prüfen. Selbstverständlich, alle diese Maßnahmen werden immer auch im Hinblick auf Maßnahmen vor allem in den umliegenden Ländern getroffen, aber dieser Prüfungsauftrag läuft, weil es ist wichtig, dass wir schauen, was andere Staaten machen, aber selbstverständlich auch, was für die Schweiz möglich ist. Wir haben übrigens noch andere Prüfaufträge heute auch erteilt. Wir haben vorher die Frage gehabt von den Großanlässen. Die Bundeskanzlei hat den Auftrag erhalten, auch die Frage des weiteren Vorgehens mit den politischen Rechten zu prüfen. Wir haben ja Fristen jetzt aufgehoben zum Teil oder verlängert. Und selbstverständlich wird sich der Bundesrat auch jetzt darüber Gedanken machen, wie es aussieht, zum Beispiel mit Abstimmungen, hat dann einen direkten Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen. Unsere Meinungsbildung in unserem Land bedarf ja auch, dass sich Menschen treffen, Menschen austauschen können, Parteiversammlungen, Versammlungen, um sich die Meinung zu bilden. Deshalb wird die Bundeskanzlei diese Frage auch prüfen. Parallel dazu, wie gesagt, dann die Frage von größeren Menschenansammlungen oder eben von größeren Veranstaltungen. Madame Nowak. Sie künden an, sobald die Fallzahlen ausreichend gesunken sind, werde man die Übertragungsketten wieder nachverfolgen und eine erweiterte Teststrategie anwenden. Wie tief müssen die Fallzahlen dazu sinken und was genau heißt erweiterte Teststrategie? Ja, wie tief es sein soll, haben wir zwei Elemente, die uns erlauben, eine Antwort hier zu bringen. Das erste Element ist, was die Spezialisten uns sagen. Die sagen, dass für die Schweiz in etwa mit 100 neue Infektionsfälle pro Tag kann man wirklich eine starke, eine harte Tracing-Strategie wieder folgen und auch mal die Leute isolieren, die Kontakte mal auflisten und in Quarantäne, kontrollierte Quarantäne setzen. Die sagen 100. Und wir haben auch eine konkrete Erfahrung. Wir haben auch gesehen, Anfang März, dass ab dem Moment in der Schweiz, wo in der Tat diese Zahl von mehr oder weniger 100 erreicht worden ist, die Kantone haben uns gemeldet, können wir jetzt nicht mehr. Es ist viel zu aufwendig, viel zu viele Leute. Das heißt, die zwei Elemente, die uns führen dazu zu sagen, in etwa 100. Wir glauben aber, dass mit einer guten Vorbereitung, und wir haben das schon angefangen mit der Kantone, wir können sicher ein bisschen höher da gehen, aber es bleibt sehr aufwendig. Dann, um das wirklich mal machen zu können, es braucht in der Tat eine harte Strategie bei der Testen, wie bis jetzt übrigens. Wir haben schon sehr viel getestet. Wir müssen weiterhin testen, um wirklich mal die Situation begleiten zu können, mit PCR-Testen, aber auch dann klar, auch wenn es gibt noch einige Fragen über wie es weitergeht, wie es sich flächendeckend entwickelt, auch die Diskussion über die serologischen Testen, die uns erlauben muss, auch das verfolgen zu können. Monsieur Hessler. Das Ansammlungsverbot ab 5 Personen wurde bis jetzt nicht erwähnt. Wurde die Lockerung dieses Ansammlungsverbots auch entlang dieser Schritte diskutiert? Was ist da vorgesehen? Ja, es ist sicher ein wichtiger Punkt. Und die Bundespräsidentin hat schon erwähnt, auch Veranstaltungsverbot, das ist auch nicht aufgehoben worden. Wir sprechen nicht einmal von Großveranstaltungen, aber von ganz kleinen Veranstaltungen, inklusive von Ansammlungen. Es war uns klar, dass wenn wir sagen, wir müssen weiterhin wirklich aufpassen mit sozialen Kontakte, um diese Infektionsketten mal reduzieren zu können. Es ist schon klar, dass die Ansammlungsverbot wurde sicher nicht im ersten oder zweiten Etappe aufgehoben. Es bleibt in der Tat ein Punkt, der wir weiterhin verfolgen müssen und die wir später werden wir so rasch wie möglich, aber so langsam wie notwendig oder wie nötig aufheben können. Madame Kleck. Ja, können Sie noch ein Wort zu diesen Schutzkonzepten sagen? Werden die Branchen entwickeln und muss der Bund die irgendwie genehmigen oder setzen Sie da auf die Selbstverantwortung? Und in welchen Branchen könnte das Tragen von Masken empfohlen werden?
Ich würde gerne etwas dazu sagen. Ich glaube, in der Tat, die Idee ist wirklich, das mit der Branche vorzubereiten. Es muss mit der Branche kommen. Wir brauchen da eine sehr enge, sehr harte Zusammenarbeit, und eine sehr harte, nicht harte, eine sehr enge und sehr gute Zusammenarbeit mit der Branche zu sehen. Ich finde, das ist auch sehr schweizerisch, so zu arbeiten, nicht einfach von oben zu entscheiden, wie es geht, aber mit der betroffenen Leute zu diskutieren und zu sehen, wie es dann mal zu umsetzen ist. Für die erste Etappe, wie vorher gesagt, dieser Schutzkonzept ist schon ziemlich gut bekannt. Es ist klar, dass mit diese enge Kontakte oder nahe Kontakte zwischen Leuten, Masken tragen wird sicher mal ein Thema sein. Schutzmaterial ist sicher auch ein Thema. Wir haben auch in gewisse Kantone gesehen, vor die Maßnahmen von Mitte März mit dem Bundesrat, dass andere gewisse Kantone, ich denke hier vor allem im Tessin. Im Tessin haben auch Coiffeur vorher gearbeitet, aber auch mit Schutzmaterial. Und das wird mit der Branche erarbeitet. Es braucht auch eine sehr enge Zusammenarbeit auf Bundesebene mit BAG und SECO, der direkt involviert ist. Monsieur Kikre. Peut-être une question de précision, Monsieur Berset. Eine Verständigungsfrage, Herr Berset, zu den Kindern. Kann man den Eltern heute empfehlen, dass sie ihre Kinder wieder in die Krippe schicken? Und wie sieht es mit den Großeltern aus? Also das sind zwei unterschiedliche Fragen. Zur ersten Frage möchte ich sagen, dass wir die Krippen nie geschlossen haben. Wir haben den Kantonen empfohlen, gewisse Betreuungsstrukturen immer offen zu lassen während der ganzen Dauer. Und wie Herr Koch gesagt hat, die Kinder sind nicht betroffen, sie sind auch keine Überträger. Und das ist eine gute Nachricht für die ganze Gesellschaft. Wir gehen davon aus, dass wenn wir nun wieder öffnen, es für die Krippen, die in den letzten Wochen vielleicht Schwierigkeiten hatten, es einfach wird, weil sie offiziell wurden sie nie geschlossen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, eine Empfehlung abzugeben in Bezug auf die Kontakte unter den einzelnen Generationen. Wir wissen, dass die Kinder nur selten betroffen sind, dass sie schlechte Vektoren sind. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein, insbesondere wenn die Kinder mit ihren Großeltern zusammen sind. Denn die Großeltern zählen zu den besonders gefährdeten Personengruppen. Und bevor wir kein Schutzmittel haben, beispielsweise eine Impfung, wird diese Frage immer noch aktuell bleiben. Wir müssen also vorsichtig sein. Herr Marjanovic. Danke. Ich hätte zwei Fragen an Frau Bundespräsidentin Sommaruga. In der Krisenzeit hört ja das Volk auf Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Großeltern sehen ihre Enkelkinder nicht, Verabredungen werden digital abgehalten. Das zwischenmenschliche Leben hat man eingeschränkt, weil es die Landesregierung so empfiehlt, nicht weil es in einem Gesetz so steht. Gilt dieser bundesrätliche Krisenappell weiterhin oder müssen wir uns darauf vorbereiten, dass der Besuch in der Badi oder in der Bar diesen Sommer ausfällt? Also die Bevölkerung hört auf die Landesregierung. Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass die Maßnahmen, die der Bundesrat empfohlen hat oder beschlossen hat, von der Bevölkerung verstanden worden sind. Und weil sie verstanden worden sind und auch befolgt worden sind, haben wir heute doch die erfreuliche Situation, würde ich sagen, dass diese ersten Lockerungen jetzt beschlossen werden konnten. Ich glaube, das ist wichtig für das private Leben, für das soziale Leben, aber natürlich auch für die wirtschaftliche Seite unseres Landes. Und ich glaube, dem Bundesrat war es wichtig, diesen Weg jetzt zu gehen, schrittweise, mit der genügenden Vorsicht, aber gleichzeitig auch zu zeigen, es gibt auch wieder eine Perspektive, auch ein bisschen einen Weg zurück zu einer gewissen Normalität. Nun Ihre Frage, ob man den Besuch in der Badi schon planen soll im Sommer. Ich glaube, wir haben heute aufgezeigt, was wir sagen können, ist, was am 27. April geöffnet wird, was am 11. Mai geöffnet wird, dass wir weitere Schritte prüfen. Ganz wichtig, dass wirklich auch die Branchen sich ihre Schutzmöglichkeiten oder Schutzkonzepte überlegen, zum Beispiel in den Restaurationsbetrieben, dass man überlegt, wie könnte man auf der einen Seite die Distanzregeln einhalten, Hygieneregeln und gleichzeitig eine gewisse Möglichkeit auch wieder sich irgendwo zu treffen oder gemeinsam etwas zu trinken wenigstens oder zu essen, dass das möglich ist. Und ich glaube, das gilt das Gleiche für die Badi. Also heute können wir das sicher nicht sagen, aber
ich glaube, was die Bevölkerung sehen kann und sehen soll, ist das Bemühen der Regierung, hier wirklich jetzt nach Wegen zu suchen. Auf der einen Seite das, was erfolgt ist, was wir erreicht haben, weil sich die Bevölkerung an diese Maßnahmen gehalten hat, das jetzt nicht zu gefährden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite doch jetzt ein bisschen Normalität in unser Leben zu bringen und soziale Kontakte zu ermöglichen oder eben Einkaufsmöglichkeiten zu haben. Und der Bundesrat wird so weiterfahren. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, wenn sich die Situation verschlechtert, dann müssten wir sogar solche Maßnahmen, Lockerungen wieder rückgängig machen. Und ich denke, das wäre sehr schwierig für die Bevölkerung, auch für die Wirtschaft. Herr Berset hat es gesagt, Stop and Go, mal auf, mal zu. Ich glaube, das wäre auch psychisch schwierig zu verkraften. Deshalb machen wir vorsichtig einen Schritt nach dem anderen. Aber die Badi-Frage, die muss heute noch offen bleiben. Monsieur Guillaume. Ja, ich wünsche eine Präzision von Herrn Berset. Sie sagen, dass Sie sich absprechen mit den Nachbarländern. Mit welchen? Eher Deutschland und Österreich, die eher schwach betroffen sind, oder eher mit Frankreich und Italien, die stark betroffen sind vom Virus? Ja, ich denke, dass Koordination, Absprache wahrscheinlich nicht der richtige Begriff ist. Ich wollte damit sagen, dass wir in Kontakt sind. Wir sprechen mit unseren Nachbarländern und eines der Kriterien, die wir anwenden, ist, dass wir schauen, was machen unsere Nachbarländer. Und wir haben festgestellt, dass vor allem auch im Tessin, als man sah, dass man jetzt eine gewisse Öffnung in Betracht ziehen konnte, da fragte man sich, ja, was kann man machen, was machen die anderen, wie ist es möglich, was ist möglich? Und Sie wissen auch, wir haben nicht das gleiche Programm wie Deutschland, Österreich oder andere Länder. Also wir koordinieren uns nicht. Wir schauen, was um uns herum gemacht wird. Und wir versuchen auch zu lernen von dem, was unsere Nachbarländer machen. Und es handelt sich um eine gegenseitige Bereicherung. Monsieur Schmetzer. Ich habe eine Verständnisfrage zu den Maßnahmen für die indirekt betroffenen Selbstständigerwerbenden. In der Medienmitteilung steht 5.880 Franken pro Monat, 2 Monate, wenn ich das richtig sehe. In der Verordnung, auf die man sich bezieht, steht aber 30 Tage maximal. Jetzt verstehe ich den Widerspruch nicht. Und zweite Frage, lässt sich das allenfalls verlängern, weil ja, wir sehen jetzt, die Maßnahmen werden ja nach und nach aufgehoben. Das heißt, Leute werden unterschiedlich lang betroffen sein vom Einbruch ihrer Umsätze. Ja, das ist genau der Punkt, den wir andiskutiert haben heute Morgen. Ziel war heute, etwas zu tun für die indirekt betroffenen Selbstständigen, die auch leiden unter dieser Situation und das seit Mitte März. Deswegen ist es rückwirkend für 2 Monate. Ich glaube, diese 30 Tage, das ist wirklich eine Sache der Koordination, wie man spricht in Tage oder in Monate. Es gilt aber für die 2 Monate. Aber Herr Rosny kann sicher dazu etwas sagen. Und Ziel war, in der EU-Logik zu bleiben. Das heißt maximal 169 Franken pro 196, Entschuldigung, das ist mein Problem auf Deutsch immer wieder, ich wechsle immer, 196 Franken pro Tag und damit kann man auf maximal 5.000, in etwa 880, glaube ich, kommen und maximal theoretisch auf ein Jahr bei 80%, 100% auf 90.000. Das ist alles technisch, aber wir sind einfach im Rahmen der EU-Logik und für diese Anzahl Tage und 2 Monate, vielleicht kann Herr Rossin etwas dazu sagen. Ja, die Antwort ist einfach. Diese 30 Tage, die gilt nicht für die indirekt betroffenen Selbstständigen. Für diese ist die maßgebliche Dauer der 17.3. bis zum 17.5. Das steht ganz am Ende der Verordnung. Ich würde gerne noch etwas sagen. Sie haben gefragt, Herr Schmetzer, ob das verlängerbar sei. Was wir heute beschlossen haben, das basiert auf Notrecht. Das sind eben 2 Monate mit der Rückwirkung. Der Bundesrat ist davon ausgegangen, dass die Frage ja jetzt auch im Parlament diskutiert werden kann. Und selbstverständlich
gibt es die Möglichkeit, wenn das Parlament der Meinung ist, man müsste das ausdehnen, man müsste das verlängern, das sei ungenügend, trotz der Lockerungen, die natürlich jetzt auch kommen, dann hat immerhin das Parlament die Möglichkeit, in der außerordentlichen Session dem Bundesrat diese Meinung kundzutun. Es ist eben auch der Versuch hier des Bundesrates, wirklich jetzt Notrecht nur noch wirklich zu verwenden, wenn es nicht anders geht, aber jetzt möglich auch das Parlament einzubeziehen in diese doch auch sehr politischen Entscheide mit großer finanzieller Tragweite. Also diese Möglichkeit besteht. Dann könnte der Bundesrat allenfalls basierend auf einem parlamentarischen Auftrag, es muss nicht eine Notverordnung des Parlaments sein, aber eine klare Willensäußerung, könnte er diese Verordnung verlängern oder das Parlament übernimmt im ordentlichen Recht und könnte dann selber eine entsprechende Basis legen. Monsieur Brocci. Ja, ich habe noch eine Präzisierungsnachfrage zu den Masken. Also kann man denn jetzt schon sagen, Tätigkeiten, wo man sich ganz nahe ist, Coiffeur, Massage, da ist eine Verpflichtung anzunehmen. Allenfalls gibt es Empfehlungen bei den Läden, die man jetzt schrittweise aufmacht. Und warum geht man in der Schweiz bei den Läden gegenüber Österreich und Deutschland verspätet vor? Ich glaube, in Deutschland und Österreich werden jetzt die anderen Läden, die nicht nur für den täglichen Bedarf sind, wieder geöffnet. Ja, vielen Dank für die Frage. Zuerst einmal für den ersten Teil der Frage über die Maskenpflicht. Wir gehen in der Tat davon aus, was für diese personenbezogenen Dienstleistungen, es wird sicher zu einer Maskenpflicht kommen und andere Schutzmaßnahmen. Das ist aber noch in den nächsten Tagen detailliert zu erarbeiten, damit wir wirklich eröffnen können am 27. mit der Schutzkonzepte in der Umsetzung. Das wird auch sicher sein ein Thema bei der Läden. Ich meine, die Unterschiede zwischen Ländern kann man schon sehen. Ich meine, Österreich hat, glaube ich, seit gestern eröffnet mit Maskenpflicht, aber nur für die Läden, die bis 400 Quadratmeter groß sind, oder? Alle die größeren, die sind zu, soweit ich es weiß. Wir haben diese Grenze nicht ins Visier. Das heißt, wir werden eher, schon ein Teil wird am 27. eröffnet, Bau und Gartencenter und so weiter. Aber am 11. sind alle dann offen. Alle offen. Das ist die große Differenz. In Österreich werden wir sehen, wie es weitergeht. In Deutschland übrigens, es ist auch, ich glaube, begrenzt mit 800 Quadratmeter. Schauen Sie mal auf die Marktgasse in Bern oder so. Wie viele Läden wäre zu und wie viele wäre offen mit 400 Quadratmeter? Wir haben auch mit Swiss Retail da sehr gute Kontakte und Diskussionen und diese Grenze, die scheint bei uns nicht ganz einfach zu umsetzen und wir wollen das auch nicht tun. Eine zweite Differenz. In Österreich, es ist so vorgesehen, dass es gibt eine Person oder präziser gesagt, ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Ich meine, das bedeutet 400 Quadratmeter und ein Kunde pro 20 Quadratmeter sind maximal 20 Personen gleichzeitig in den größten Läden. Aber wir sicher in der Schweiz ab dem 11. andere Zahlen. Ich meine, wir müssen das einfach adaptieren und einen Weg für uns finden, der wirklich in der Schweiz gut funktioniert, ohne diese Abgrenzungen. Das erklärt sehr wahrscheinlich die Differenzen, aber bleibt, dass wir gehen alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Das können wir auch mal beobachten. Merci, Madame Kutschera. Ich habe zwei Fragen. Und zwar erstens, die außerordentliche Lage gilt ja nach wie vor. Ab wann denkt der Bundesrat, kann man in die besondere Lage zurückgehen? Und zweitens, Sie schreiben zu den besonders gefährdeten Personen, dass die weiterhin zu Hause bleiben sollen. Bis wann gilt das und wie soll das umgesetzt werden? Also gelten andere Regeln für über 65-Jährige oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich beginne vielleicht mit besonders Gefährdeten. Ich glaube, die Bundespräsidentin wird sicher auch etwas sagen über diese außerordentliche Lage. In der Tat, es bleibt so, dass auch wenn die Epidemie gebremst ist im Moment, wir haben eine bessere Situation im Land. Ich meine, die besonders gefährdeten Personen mit diesem Virus, die bleiben die gleichen Personen. Das ist auch mal bekannt und es bleibt nach wie vor so. Es kann sich beruhigen, werden wir mal sehen, wie wir diese Empfehlungen mal adaptieren können. Es ist aber sicher verfrüht, es mal zu tun im Moment. Mal sehen, wie es geht. Insbesondere, wenn wir erreichen, was wir suchen, was wir wollen. Das heißt, eine strikte
strikte Eindämmungsstrategie. Mit einer strikten Eindämmungsstrategie, es könnte allenfalls auch mit der ganzen Entwicklung, die es bedeutet, vielleicht neue Diskussionen dann schaffen, ist aber verfrüht, darüber zu diskutieren. Im Moment, ich glaube, müssen wir auch klar sein. Abstand halten, Handhygiene mal zu halten, das bleibt absolut zentral. Und die besonders gefährdeten Personen zu schützen, die können sich selber schützen, das ist auch klar. Aber auch mit dieser Personen aufzupassen, das bleibt auch ein Thema, weil dieses Virus ist nach wie vor da. Und wir wissen, dass bei besonders gefährdeten Personen die Verläufe können schwer sein. Das ist auch mal bekannt. Es führt bis zum Tod. Es ist bekannt. Und das bleibt heute nach wie vor. Also werden wir das klar mal anschauen und sehen, ab wann wir allenfalls diese Empfehlungen auch lockern können. Ja, zur außerordentlichen Lage. Diese außerordentliche Lage hat dem Bundesrat ermöglicht, dass wir gestützt auf Notrecht einen großen Teil dieser Maßnahmen beschließen konnten, die wir in den letzten Wochen beschlossen haben. Gerade zum Beispiel, wenn es um die Fragen der wirtschaftlichen Unterstützung ging. Alle diese Notverordnungen sind befristet. Das heißt, der Bundesrat befasst sich jetzt bereits damit, wie geht das weiter. Sie sind zum Teil auf 6 Monate befristet, zum Teil auf 3 Monate, 2 Monate. Führen wir sie ins ordentliche Recht über? Was bedeutet das? Das könnte bedeuten, dass wir eine Botschaft erarbeiten und dann zuhanden des Parlaments verabschieden. Gibt es Verordnungen, die man voraussichtlich nicht weiterführen muss? Das ist jetzt die Aufgabe des Bundesrates, diese Gedanken sich jetzt zu machen. Aber die außerordentliche Lage war nötig, um überhaupt gestützt auf Notrecht diese Verordnungen zu beschließen. Ich habe vorher gesagt, der Bundesrat möchte langsam aus dem Notrechtsmodus herausfinden. Ich sage mal unabhängig davon, ob jetzt außerordentliche Lage oder nicht, sondern einfach, weil das Parlament beginnt zu tagen. Die Kommissionen haben begonnen. Wir haben eine außerordentliche Session im Mai. Wir haben eine Sommersession im Juni und der Bundesrat möchte so viel wie möglich jetzt wirklich das Parlament einbeziehen, um politische Entscheide auch von großer finanzieller Tragweite, aber auch Eingriffe in die Grundrechte der Menschen, wirklich diese auch wieder so zu entscheiden, wie das in unserem Land üblich ist, dass nämlich diese Entscheide auch vom Parlament am Schluss gefällt werden oder auch sogar von der Bevölkerung. Also weniger entscheidend ist die Frage außerordentliche Lage oder besondere Lage, sondern eigentlich jetzt die Überführung ins ordentliche Recht zu planen und andererseits möglichst wenig basierend auf Notrecht Neues zu beschließen. Nous prenons une question au téléphone. Monsieur Wüthrich. Oui, bonjour, Monsieur Ja, Berset. guten Tag, Herr Berset. Sie haben vorhin die Schutzkonzepte erwähnt, die mit den Branchen diskutiert werden müssen. Einige Branchen haben ja bereits ein solches Schutzkonzept, wie beispielsweise Sportgeschäfte. Weshalb dürfen solche Branchen am 27. April noch nicht öffnen? Wie ich vorhin gesagt habe, möchten wir diese Kriterien zunächst prüfen und wir haben auch beschlossen, dass wir am 11. Mai alle Läden öffnen möchten, mit einigen Ausnahmen, Gartencenter, Baucenter. Und das sind ja auch saisonal abhängige Aktivitäten. Aber dieser Abstand von 2 Wochen, der ist sehr wichtig, denn diese 2 Wochen erlauben es uns, diese Eindämmungslogik etwas zu lockern und dann in einem zweiten Schritt eben diese Läden zu öffnen. Ich weiß, dass in gewissen Bereichen ein Schutzkonzept existiert, aber es kann nicht das einzige Kriterium sein. Der Bundesrat lässt die Gastrobranche jetzt ein Schutzkonzept erarbeiten. Jetzt ist das so, dass in der Branche selbst bei sehr eng getischten oder bei sehr engen Platzverhältnissen die Gewinne jetzt nicht enorm sind. Also die Branche hat schon Probleme. Hat sich der Bundesrat irgendwie eine spezielle Stützung überlegt, jetzt spezifisch für die Gastrobranche, wenn diese Situation weiter andauert?
Gut, also die Maßnahmen, die der Bundesrat ja bereits beschlossen hat mit den Bürgschaften, mit der Kurzarbeit, das gilt natürlich auch für die Gastrobranche. Auf der anderen Seite, Sie haben schon recht, also die Frage haben wir uns heute auch gestellt, ob es lustig ist, mit einer Kollegin auf 2 Meter Distanz dann ein Bier trinken zu gehen. Essen mit Schutzmaske ist auch etwas schwierig, aber der Bundesrat ist der Meinung, die Branche hat sicher die Möglichkeit, hier vielleicht für spezifische Lokale vielleicht mal ein Schutzkonzept zu erarbeiten, aber Herr Berset hat es schon auch richtig gesagt, das Vorliegen eines Schutzkonzepts ist nicht das einzige Kriterium, aber es ist sicher eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt eine Lockerung vorzusehen. Es ist ja auch nicht jedes Restaurant genau gleich. Es gibt Gartenwirtschaften, es gibt kleine, große, es gibt in den Läden zum Teil auch kleinere Cafés zum Beispiel. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich hier nicht sagt, entweder sind alle offen oder keines offen, sondern dass sich vielleicht hier auch eine Etappierung absehen lässt und deshalb braucht es entsprechende Überlegungen. Monsieur Jubin. Wir haben verschiedene Perspektiven heute eröffnet. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu 2 sozialen Aspekten auf lokaler Ebene. Wann können wir wieder mit den Nachbarn grillieren gehen, mit den Leuten aus dem Quartier? Und dann, wann kann eine Junior-Fußballmannschaft wieder anfangen zu trainieren? Nicht in einem ersten Schritt. Vielleicht möchte ich das noch präzisieren. Es gibt Maßnahmen, die sehr präzise sind mit Schutzkonzepten, die noch ausgearbeitet werden müssen für die erste Etappe am 27.04. Und je näher es liegt, desto genauer sind wir. Und je weiter es entfernt liegt, desto ungenauer sind wir. Wir wissen noch nicht, welche Ergebnisse das Monitoring ergeben muss, bevor wir so etwas in Angriff nehmen können. Also nicht in der ersten Etappe. Wir haben heute Morgen im Bundesrat aber auch überlegt, wie es mit diesen Punkten steht. Obligatorische Schulen gehen wieder auf. Dann gibt es natürlich auch Sportunterricht. Da sind manchmal mehrere Klassen zusammen und de facto haben wir dann natürlich mehrere Kinder, die miteinander in Kontakt kommen. Wir müssen die Situation analysieren und wir versuchen, einen Fade-out zu finden, also einen Ausstieg, einen koordinierten Ausstieg aus diesen verschiedenen Maßnahmen. Und es ist nicht einfach, hier diese Transitionsphase zu gestalten. Und es gibt mehrere Kriterien, die gemeinsam spielen müssen. Jetzt zu Ihren Grillplausch und Quartierfesten oder Ansammlungen von mehr als 5 Personen. Nein, das ist weder erlaubt noch erwünscht, denn wir müssen die Epidemie nach wie vor kontrolliert zurückfahren. Und jetzt zu der Frage nach der Junior-Fußballmannschaft. Da werden wir demnächst drüber sprechen, um zu schauen, wie wir das in Zusammenhang mit der Öffnung der obligatorischen Schulen organisieren können und welchen Sport können wir öffnen und wann. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Frau Alabor. Ich habe 2 Fragen an Herrn Berset. Das erste ist, das Besuchsverbot in den Altersheimen gilt das weiterhin und weiß man schon, wann das nicht mehr gilt? Und dann vielleicht noch eine zweite Frage. Herr Berset hat gesagt, Masken seien nur für Kranke empfohlen. Das Problem bei dieser Krankheit ist ja, dass man schon ansteckend sein kann, bevor man Symptome hat. Wäre es da nicht nur konsequent, wenn man allen Leuten das Maskentragen empfiehlt, weil man ja eben nicht weiß, ob man schon infiziert ist? Danke für die 2 Fragen. Für die erste Frage, Besuchverbote in Altersheimen, aber auch in Spitälern. Es gibt keine direkter Entscheid des Bundesrats. Es ist einfach nicht auf unsere Verordnung oder in unserer Verordnung fixiert. Es war nur eine Empfehlung des Bundesrats an die Kantone, wirklich zu schauen, wie man die Leute auch schützen kann in Altersheime und auch in Spitäler, weil es gab eine sehr unterschiedliche Umsetzung dieser Situation mit Besuche in gesundheitlichen Einrichtungen. Und da die Kantone sind zuständig, ich glaube, muss man aber auch sehen, es braucht da immer wieder eine Balance zu finden zwischen, was es bedeutet für die älteren Menschen, die auch mal Besuche wünschen, die auch Leute treffen wollen, ein Besuchverbot zu haben, wie lange es dauern kann, aber auf die andere Seite, wie kann man die Leute wirklich schützen, weil die sind besonders gefährdet mit dem Virus. Das hat auch mal zu tun mit der Entwicklung der Situation. Und noch einmal, wenn wir wirklich die Eindämmungsstrategie
aufnehmen können und sehr strikt umsetzen können. Es eröffnet vielleicht neue Perspektiven auch für diese Besuche in Altersheimen und Spitäler, aber das sind die Kantone zuständig. Für die Masken, Sie haben recht, in der Tat, man kann schon krank sein, bevor man es merkt oder Symptome hat. Auch wenn, ich meine, gemäß die Empfehlungen des BAG, ich glaube, sie sind einige Stunden bis einen Tag vor Erscheinung der Symptome, dass man es sagt, nicht viel früher. Und gerade deswegen, es könnte auch kommen, dass dort, wo es gibt enge Kontakte oder nahe Kontakte zwischen Menschen, dass vielleicht in gewissen Umständen, wenn man eröffnet gewisse Aktivitäten, dass vielleicht auch gesunde Personen oder vermeintlich gesunde Personen eine Maske tragen könnten, um andere zu schützen, wenn sie allenfalls, ohne es noch zu wissen, auch krank wären. Das ist aber wirklich eine Entwicklung der Strategie, die wirklich die Lockerungsmaßnahmen auch begleiten kann innerhalb der Schutzkonzepte. Monsieur Guessa. Ich habe eine Frage zur Entwicklung der Kurve. Sie haben diese Aspekte ja schon angesprochen. Ich glaube, Sie haben gesagt, dass man ungefähr 100 neue Infektionen haben müsste pro Tag, um die Fallzahlen, um das Ganze nachvollziehen zu können. Werden die Fallzahlen nicht leicht wieder ansteigen? Und haben Sie sich schon überlegt, ob Sie das akzeptieren können? Ja, ich glaube, Herr Koch sollte auch noch etwas sagen, aber genau darum geht es. Was wir nicht wissen, ist, welchen Anteil wir den Maßnahmen zuschlagen können, also den Lockerungsmaßnahmen. Welche Auswirkungen werden diese Lockerungsmaßnahmen haben? Natürlich gehen wir davon aus, dass bei diesen Neuöffnungen erstmal ein Negativeffekt erzielt wird. Deswegen unterstreichen wir, dass die Distanzregeln wichtig sind, dass die Handhygiene eingehalten werden muss, dass man vorsichtig sein muss, wenn man Kontakte hat mit anderen Generationen und dass wir Schutzkonzepte entwickeln müssen für die Lockerung. Wir kennen die Situation jetzt besser und dann können wir langsam lockern, ohne dass wir mehr Fallzahlen haben. Wir haben jetzt die verschiedenen Maßnahmen, wir wissen, was wir tun müssen und wir hoffen, dass wir dann eine positive Auswirkung erzielen werden. Aber wir sind uns natürlich nicht sicher, ob es wirklich so kommen wird. Deswegen müssen wir ein Monitoring aufgleisen. Ja, die Tendenz der Kurve ist im Moment sehr gut und wir hoffen natürlich, dass diese Tendenz so weitergeht und dann nicht bei 100 aufhört, sondern noch weiter heruntergeht. Also das Ziel ist wirklich ganz herunterzukommen. Aber man kann, das haben wir, glaube ich, jetzt alle gelernt, man kann bei dieser Epidemie eigentlich keine verlässlichen Prognosen machen. Deshalb ist es sicher vorsichtig, wenn man immer wieder schaut, wie die Entwicklung ist. Und das Einzige, was wir heute wirklich sagen können, ist, wenn sich die Bevölkerung weiterhin an die Vorgaben hält, das Distanzhalten einhält, dann beeinflusst das definitiv den guten Verlauf der Kurve. Eine nächste Frage am Telefon, Herrn Walda. Ja, Frage an Herrn Berse. Unhörbar mal am Schnittpunkt Wirtschaft und Gesundheit. Ich habe nichts gehört darüber, wie man jetzt mit den Ansteckungen quasi weitergehen will, bis ein Großteil der Bevölkerung diesen Virus hat oder bis ein Impfstoff vorbei ist. Man hat gehört, bis jetzt hätten etwa 3% der Bevölkerung, etwa 240.000 Leute, dieses Virus gehabt und sind dann die allermeisten wieder gesund. Aber wie geht es weiter? Man hört die andere Zahl, 70% sollten quasi diese Krankheit gehabt haben, damit der Virus quasi verhungert. Ich habe da nichts darüber gehört und ich habe auch nichts darüber gehört, welche wirtschaftlichen Kosten jetzt diese Strategie ist, die Sie haben, diese Ausstiegsstrategie. Für den ersten Teil, ich glaube, in der Tat, Sie haben recht, im Moment, was wir wissen, ich meine, die serologischen Tests sind noch nicht so gut verbreitet und wir haben noch keine definitive, präzise Idee über welche Anzahl der Bevölkerung hat die Krankheit schon gemacht. Aber wir gehen davon aus, dass wir sind auf noch sehr tiefem Niveau generell. Viel mehr als die offiziellen Zahlen über die Infektionenanzahl, aber sehr tiefes Niveau im Prozentsatz der Bevölkerung. Das heißt, sehr wahrscheinlich sehr weit von eine 70 oder 60% sind wir sehr wahrscheinlich eher bei wenige Prozent, vielleicht sogar unter 10. Das ist der erste Punkt. Herr Koch wird sicher dazu etwas auch sagen können. Und der zweite Punkt ist, das Ziel ist jetzt, nach dieser
Wochen und diese Maßnahmen wirklich, dass es wieder mal runtergeht. Und wenn wir wirklich ernsthaft mit der Eindämmungsstrategie vorgehen und gehen können, dann ist erlaubt wirklich zu sagen, okay, wir haben die Situation im Griff, wenn es so weitergeht, und können wir wirklich lockern und wieder mal eine normale Situation finden. Und deswegen ist es so wichtig für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft in der Schweiz, dass es wirklich ganz runtergeht, dass wir das in Kontrolle kriegen können, weil alle anderen Szenarien, das führt einfach zu Stop-and-Go-Politik, haben wir das schon in anderen Ländern auch gesehen, mit vielleicht später wieder mal Verschärfungen, Schließungen von Einrichtungen, und das wollen wir so weit wie möglich verhindern können, weil dann die Schäden, die werden maximal. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, die Kosten dieser Ausstiegsstrategie. Herr Berset hat es schon erklärt. Wir haben gemeinsam mit dem SECO daran gearbeitet und natürlich auch mit dem EDI. Genau darum geht es. Das steht auf dem Spiel. Es gibt verschiedene Strategien, es gibt verschiedene Prognosen des SECO, aber die Grundregel ist, je schneller wir wieder zu einem normalen Leben übergehen können, das trotzdem noch sicher ist, desto geringer fallen die Kosten für die Wirtschaft aus. Und desto weniger wird es andauern, desto weniger lang wird es andauern. Der Bundesrat und auch in anderen Ländern ist es so, der Bundesrat muss jetzt eben genau diesen Kompromiss finden, diesen goldenen Mittelweg. Wir müssen vermeiden, dass die Wirtschaft zu stark darunter leidet. Wir müssen aber auch vermeiden, dass wir zu schnell wieder öffnen und dann hinterher wieder zurückkrebsen. Dann wären die wirtschaftlichen Kosten noch höher. Es ist immer schwierig, konkrete Zahlen zu nennen, aber der Bundesrat versucht, diese verschiedenen Kriterien zu berücksichtigen, und genau deswegen gehen wir jetzt etappenweise vor, und wir haben auch verschiedene Mandate vergeben, um die Situation eng zu verfolgen. Die verschiedenen Szenarien kennen Sie. Das SECO hat schon verschiedene Prognosen vorgelegt, je nachdem, wann wir wieder aus der Krise aussteigen können. Vielleicht möchte Herr Scheidegger das kurz ausführen. Es gibt ein V-Szenario und ein L-Szenario. Wichtig ist, dass wir jetzt ein gutes Gleichgewicht finden zwischen Wirtschaft und Volksgesundheit. Wir dürfen nicht zu schnell voranmachen, damit nicht im Nachhinein wieder zurückgekrebst werden muss. Frau Bundespräsidentin, Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat. Ich möchte hier einfach daran erinnern, dass etwa 30-50% der Verluste an Wertschöpfung kommen auch aus der wegfallenden Auslandnachfrage. Also die volkswirtschaftlichen Kosten gehen nicht nur auf die Betriebsschließungen in der Schweiz zurück, sondern auf Betriebsschließungen weltweit, ganz einfach ausgedrückt. Wir werden jetzt aufgrund der heute beschlossenen Maßnahmen unsere Konjunkturprognose überarbeiten und voraussichtlich nächste Woche publizieren. Monsieur Koch, encore une précision. Ja, ich komme gerne noch einmal zurück auf die Frage wegen der Immunität in der Bevölkerung und den serologischen Tests. Also im Moment sind in diesem Bereich noch sehr viele Fragen offen und die ersten Studien zu diesen Tests haben erst begonnen. Wir haben immer gesagt, man muss sehr vorsichtig sein mit den Prognosen. Heute wissen wir nicht einmal, ob wenn jemand die Krankheit durchgemacht hat, ob er wirklich mittel- oder längerfristig geschützt ist, ob er nicht die Krankheit wiederbekommen kann. Da sind einfach noch viel zu viele Fragen offen, als dass man sich da auf etwas festlegen sollte. Und deshalb sagen wir, es ist besser, wir beobachten laufend die Situation und passen uns laufend der Situation an. Prochaine question, Monsieur Zala. Monsieur Berset, est-ce que s'il y aura une Berset, obligation à partir du wenn 27 avril es am 27.04. obligatorisch wird, Masken zu tragen in gewissen Branchen, ganz konkret, wie sieht es aus für einen Physiotherapeuten, für einen Coiffeur? Wo können Sie die Masken kaufen? Wir haben ja gehört, dass es Physiotherapeuten gibt, die keine Masken kaufen konnten. Das gehört natürlich zu der Entwicklung der Schutzkonzepte. Der Bundesrat fußt auf Notrecht. Und seit 2 Wochen haben wir eine Beschaffungszentrale, die
solche Masken einkaufen kann. Wir haben auch Notkredite gesprochen hierfür und die verschiedenen entsprechenden Behörden sind damit beauftragt, sich darum zu kümmern, insbesondere das VBS. Es gibt sehr viel Nachfrage nach diesen Materialien und Sie wissen, wenn wir eine Bestellung aufgegeben haben, müssen wir erst warten, dass das Produkt wirklich geliefert wurde, dass es qualitativ auf der Höhe ist, aber wir entwickeln solche Konzepte. Wir gehen davon aus, dass wenn wir am 27.04. personenbezogene Dienstleistungen eröffnen, dass wir dann nicht nur Schutzkonzepte haben, sondern auch die Möglichkeit, sie umzusetzen. Jetzt zur Maskenpflicht, nicht nur für Angehörige in Gesundheitsberufen, sondern wir arbeiten auch mit der Schweizer Industrie eng zusammen, um Stoffmasken zu entwickeln, die eventuell wiederverwendbar wären. Wichtig ist, dass wir hier Produkte haben, die qualitativ hochwertig sind und genügend schützen. Es geht ja nicht darum, Maßnahmen zu treffen, die psychologisch interessant werden, aber keine Masken, die wirklich schützen, dass man sich zwar geschützt fühlt, aber es gar nicht ist. Nein, deswegen müssen wir tiefgehende Arbeiten noch vornehmen und wir schauen, ob wir das rechtzeitig machen. Aber es gibt sehr viel Innovation in diesem Bereich, sehr viel kreative Möglichkeiten in unserem Land. Und wer kümmert sich darum? Der Bund direkt oder die Branche? Nun, bei diesem Einkauf schauen Sie sich den Pandemieplan an. Wenn man den Pandemieplan ansieht, dann kann man nachlesen, wer was an Masken auf Lager haben sollte. Und wir haben jetzt festgestellt, dass diese Masken nicht immer in genügender Menge gelagert wurden. Für eine nächste Pandemie sind wir sicherlich besser gewappnet. Wir werden sicherlich mehr auf Lager haben. Dieses Mal war es nicht überall so umgesetzt wie im Pandemieplan vorgesehen. Jetzt versuchen wir alles Mögliche, um genügend Masken zu besorgen. Die Gesundheitsbranchen tun dies auch, aber auch der Bund hat noch Masken, die er zur Verfügung stellen kann, die auch dafür da sind, dass wir diese erste Öffnungsphase jetzt in Angriff nehmen können. Wir können die Masken zur Verfügung stellen für gewisse Branchen. Natürlich ist das nicht gratis. Wir haben Masken, die gekauft werden müssen von den Personen, die sie benötigen, um die Schutzkonzepte umzusetzen. Ich habe 2 Fragen wegen der Kinderbetreuung. Sie haben vorhin auf die entsprechende Frage vom Kollegen gesagt, on n'a pas fermé les crèches. Ist das ein Widerspruch an die Adresse der Kantone, die das eben doch gemacht haben und nur für einen Teil der Berufe die Kinder zugelassen haben, also Berufe wie Gesundheit, Sicherheit, Logistik? Einerseits und andererseits zum Erwerbsausfall. Ich weiß nicht, ob das auch Ihr Bereich ist oder das schon zum Wirtschaftsminister gehört. Wegen ausgefallener Fremdbetreuung, die Eltern nicht arbeiten konnten. Da gibt es die Interpretation, dass im Homeoffice Kinder betreut werden können. Ist das auch die Haltung des Bundesrates? Und wie würde sich dann der Erwerbsausfall berechnen? In Prozenten oder in Kinderzahlen? Oder? Ich würde gerne den ersten Teil der Frage nehmen und ich stelle da der Herr Rossini, ob er sofort eine Antwort liefern kann oder ob es noch vielleicht im Nachhinein da noch geliefert werden kann. Für den ersten Teil, nein, es gibt keinen Widerspruch. Wir haben einfach gesagt, wir empfehlen nicht, wir verlangen von der Kantone, wir erwarten von der Kantone, dass Betreuungsangebote erhalten bleiben während dieser Situation, dieser Wochen und Monate. Und das ist gemacht worden. Und dann, es war wirklich Sache der Kantone, das zu organisieren, wie sie es wollten und konnten. War aber wichtig für uns zu sagen, es muss nach wie vor möglich sein für die Leute, die arbeiten. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass in der ganzen Zeit bei uns vielleicht 75 oder 70% der normale Tätigkeit weiter gelaufen ist, mehr oder weniger, auch so im Homeoffice oder anderswo. Aber für die Wirtschaft, es war wichtig, dass Betreuungsangebote erhalten bleiben, auch weil die Schulen geschlossen worden sind seit dem 16. März. Also ich sehe da keinen Widerspruch, aber klar, auch in föderalistischen Strukturen, die Kantone haben das sicher auch ab und zu ein bisschen anders umgesetzt. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Frau Grüner. Pardon. Ja.
Monsieur Rossini, oui, pardon. In der ersten EU-Verordnung wird ganz klar erklärt, dass die Erwerbstätigkeit eingestellt werden muss, damit man sich um die Kinderbetreuung kümmern kann. Und das sind Informationen, die auch der Erwerbsersatzkasse übermittelt werden. Frau Briner. Eine Frage an Herrn Berse. Sie haben vorhin die Qualität der Masken angesprochen. Wie stellt der Bund da sicher, dass gute Qualität geliefert wird? Und hat er auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, wir haben auch klar Standards, die gelten in unserem Land. Und ich sage das nur, weil wir müssen einfach im Ausland kaufen. Es gibt einen Markt, der sehr, sehr angespannt ist im Moment. Und wir müssen einfach sicher sein, dass was wir bekommen auch die notwendige Qualität hat. Wir haben auch von anderen Ländern Erfahrungen gehört, wo die notwendige Qualität nicht immer vorhanden war. Das ist der erste Punkt. Für den zweiten Punkt, die heimliche oder die Produktion in der Schweiz, die schweizerische Produktion und insbesondere auch mit der Möglichkeit, vielleicht Stoffmasken zu produzieren. Da muss man auch sicher sein, dass es sind auch Masken, die wirklich schützen. Und da brauchen wir auch einen Standard, der zur Stoffmaske gehört und damit funktioniert. Und die Arbeiten sind mit der betroffenen Branchen im Gang im Moment. Und wie ich vorher gesagt habe, es gibt sehr viele innovative Kräfte in unserem Land, wenn es geht, um neue Lösungen zu finden in solche Situationen. Die Arbeiten sind im Gang. Es gibt auch Gremien, die dafür sich wirklich voll und ganz sich beschäftigen im Moment. Und wir werden sehr bald, hoffe ich mal, sehen können, ob es gibt eine Lösung oder nicht auf dieser Seite. Prochaine question, Madame Kleck. Ja, ganz kurz, Herr Berse. Im Moment gilt immer noch die Empfehlung, bleiben Sie zu Hause. Gilt diese Empfehlung nach wie vor? Ja. Ich meine, die Empfehlung, die bleibt, ist wirklich die Social Kontakte oder die soziale Kontakte mal zu minimieren und nicht alles, was man nicht wirklich braucht oder machen muss, einfach darauf zu verzichten, weil sonst man einfach beschleunigt wieder mal die Epidemie. Es hat bis jetzt gut funktioniert, auch weil die Leute in der Schweiz sich an diese Maßnahmen wirklich ziemlich streng gehalten haben. Und das ist es war ein Erfolgsprozess, wie es funktioniert hat. Und wenn wir wirklich eine Chance haben wollen, dass es so weiter gut geht, auch mit der Lockerung der Maßnahmen, müssen wir auch diese Maßnahmen mit sozialer Distanz, mit Abstand und auch insbesondere mit Handhygiene weiterführen können. Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage zu den Schulen. Herr Koch hat vorhin gesagt, dass die Kinder ja kein Problem sind, weil sie offenbar da fast immun sind. Wieso öffnet man die Schulen dann nicht sofort? Das verstehe ich nicht. Und dann mit den Tests. Herr Berse, Sie haben vorhin gesagt, dass wir intensiver testen werden demnächst. Oder wie realistisch ist es, 8 Millionen Personen zu testen? Ich würde vielleicht beginnen mit der Testen. Ich meine, es ist nicht die Idee, 8 Millionen Menschen zu testen, weil ich meine, eine gesunde Person zu testen bringt nicht viel. Es ist auch klar, dass wir müssen da weiterhin gezielt testen. Aber im Moment muss man auch sehen, es gab oder in den vergangenen Wochen auch Leute, die Symptome hatten, die einfach zu Hause geblieben sind, wo man hat vermuten können, die sind auch mit Corona getroffen. Man hat aber einfach nicht getestet, sie sind einfach zu Hause geblieben. In einer Eindämmungsstrategie hingegen muss man wirklich die Leute testen können, Sicherheit haben, dann Isolation sagt man das so, Isolierung oder Isolation und die übrigen Kontakte, die anderen Kontakte in der strikte Quarantäne mit Kontrolle. Und deswegen müssen wir auch wirklich diese Testenstrategie wieder mal adaptieren, in dem Sinn, wo jede Person mit Symptomen muss getestet werden, damit wir wirklich in eine strikte Eindämmungsstrategie gehen kann. Das ist der erste Punkt. Ein zweiter Punkt für die Schulen. Ich meine, es ist auch klar, dass wir wollen mal lockern mit Etappen. Und im Moment, wir wissen schon, dass wenn wir die Schulen eröffnen, ohne die Läden zu eröffnen oder wenn wir einfach die Schulen isoliert zu eröffnen, wir kommen schon ziemlich rasch in Bewegungsströme der Bevölkerung, die viel höher sind als nur mit der ersten Etappe. Es hat damit zu tun. Wir versuchen einfach, weil wenn die Schulen offen sind, es gibt auch die Eltern, die da sich bewegen, die viel mehr Bewegungen haben. Und wir versuchen einfach ganz langsam wieder mehr Bewegungen
Überlegungen zu haben, was es auch begleitet mit Schutzkonzepten. Deswegen kommt es in eine zweite Etappe, aber nicht viel weiter. Es sind 2 Wochen, okay, es mag sehr viel erscheinen, aber es ist wirklich eine zweite Etappe, die ziemlich rasch kommt nach der ersten und gleichzeitig mit der Läden und auch das Signal, dass die Arbeit wieder mal, wo es zu war, teilweise wieder anfängt. Madame la Présidente. Gut vorbereiten können, weil am Schluss müssen die Eltern ihre Kinder auch wieder in die Schule schicken. Und es bringt nichts, die Schulen einfach zu öffnen. Und wenn die Eltern trotzdem kein Vertrauen haben oder Angst haben für ihre Kinder und ihre Kinder dann nicht schicken, dann haben wir bei den Schulen gar nichts gewonnen. Und ich denke, es ist wichtig, dass jetzt zusammen mit den Kantonen dieser Schritt auch vorbereitet wird, auch mit den Eltern, auch dass die Eltern wissen, was jetzt auf sie zukommt, was auf die Kinder zukommt. Und das andere Thema im Zusammenhang mit den Schulen ist dann auch der Verkehr, die Transportdienstleistungen. Sobald sie Schulen öffnen, brauchen sie auch einen öffentlichen Verkehr, der funktioniert, zumindest einen Nahverkehr. Und deshalb ist am 11. Mai die Öffnung der obligatorischen Schulen, parallel auch mit dem öffentlichen Verkehr, der bis dann ein Schutzkonzept vorweisen soll, damit eben auch hier das Vertrauen besteht, dass die Kinder tatsächlich in die Schule geschickt oder gebracht werden und dass auch die Transportwege entsprechend geschützt funktionieren. Prochaine question, Monsieur Hessler. Es wurden die Volksrechte angesprochen, der politische Prozess, die BGI würde ja eigentlich anstehen, die Begrenzungsinitiative damit verknüpft ist auch das Verhältnis mit Europa. Gedenkt der Bundesrat, diese Initiative noch zur Abstimmung zu bringen dieses Jahr? Gibt es Gespräche mit Europa, wie damit umgegangen werden soll, weil das Verhältnis zu Europa ist ja unter Umständen auch wesentlich, um dann auch die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, weil sehr viel Geld in Europa verwieht wird. Ich habe Ihnen gesagt, der Bundesrat hat jetzt der Bundeskanzlei den Auftrag gegeben, die Frage der politischen Rechte und die Wiederaufnahme, und dazu gehören natürlich auch Volksabstimmungen, jetzt zu prüfen und dem Bundesrat für ein weiteres Vorgehen Vorschläge zu unterbreiten. Ich würde sagen, im Moment sind die Kontakte mit Europa sehr intensiv, halt fachspezifisch auf Wirtschaftsebene, Gesundheitsbereich, im Bereich der Migration, im Bereich der Grenzöffnungen, also das EJPD, das Finanzdepartement. Also ich würde sagen, der Austausch funktioniert. Ich persönlich habe auch immer wieder Kontakt mit der Kommissionspräsidentin. Ich denke, die Tatsache, dass die EU hier eigentlich unter dem Radar die ganze Frage der Medizinaltechnik jetzt mal so, laufen ließ, ist eigentlich ein Zeichen, dass man sich im Moment darauf konzentriert, wo man sich unterstützen kann, wo man zusammenarbeitet. Da würde ich sagen, ist die Ausgangslage gut. Damit ist natürlich die größere übergeordnete Frage unseres Verhältnisses zu Europa nicht geklärt. Dessen sind wir uns sehr bewusst. Aber ich glaube, das gehört jetzt auch dazu, mal zuerst in unserem Land diese Krise so zu bewältigen, dass wir wirklich eine Perspektive haben und dann selbstverständlich diese Fragen, die kommen sehr schnell aufs Tapet und sollen auch diskutiert werden im Bundesrat. Madame Gall. Eine Frage an Frau Sommaruga. Können denn jetzt staatsnahe Betriebe wie SBB, SRG oder auch öffentliche Spitäler Kurzarbeit beantragen, ja oder nein? Der Bundesrat hat am 8. April entschieden, dass das Arbeitslosenversicherungsgesetz weiterhin auch für öffentlich-rechtliche Unternehmen gilt. Das heißt, Sie haben sie genannt, also öffentlich-rechtliche Unternehmen oder Unternehmen auch mit Beteiligungen von Gemeinwesen, also von Bund, Kantonen oder Gemeinden. Das sind die Kitas, Sie haben die Spitäler erwähnt, sind Museen, Transportunternehmen, einfach unter der Voraussetzung, dass natürlich die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind gemäß des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Entschieden wird das ja bekanntlich dann von den Kantonen, wo diese Unternehmen auch ihren Sitz haben. Wir haben festgestellt, dass verschiedene öffentlich-rechtliche Unternehmen, jetzt zum Beispiel wie Spitäler oder Transportunternehmen, in den letzten Wochen Anträge gestellt haben auf Kurzarbeitsentschädigung. Zum Teil wurden die von den kantonalen Stellen bewilligt, zum Teil stehen diese Entscheide noch aus, aber das Arbeitslosenversicherungsgesetz hat der Bundesrat jetzt für diese spezielle Situation nicht geändert. Wir haben die 90 Minuten bereits überschritten, die eigentlich eingeplant waren. Aber ich denke, wir können noch während 10 Minuten weitermachen. Es gibt ja noch Fragen, aber irgendwann müssen wir dann Schluss machen. Herr Geiser. Eine Frage zu Homeoffice. Es wurde
erwähnt, die Empfehlung gilt weiterhin. Die Perspektive für die Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Mitte Mai kann man daran denken, muss man daran denken, nicht mehr Homeoffice machen zu müssen, dürfen. Also ich denke, solange diese Distanz- und Hygieneregeln gelten, macht natürlich Homeoffice Sinn. Interessant ist vielleicht, dass zum Beispiel Economy Suisse von sich aus angeboten hat, dass die verschiedenen Branchen, die heute im Homeoffice arbeiten, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, Bankenbereich, Versicherungsbereich, dass sie erstens auch jetzt ohne explizite Aufforderung des Bundesrates weiterhin bereit sind, Homeoffice anzuordnen bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was sie heute schon machen, auch zum Beispiel, um eben die Bewegung von größeren Menschenmassen zu vermeiden, um eben auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu einer Entlastung beizutragen. Aber solange diese Distanzregeln gelten, ist sicher Homeoffice angezeigt. Aber mit der Lockerungen ist natürlich so, dass zum Teil die Leute dann auch zurückkommen und mit ihrer Präsenz auch die entsprechenden Angebote machen müssen. Gilt auch für die Schulen, wo jetzt zum Teil ja auch die Lehrpersonen im Homeoffice sind. Also die Lockerungen werden sicher zu einem Abbau im Bereich Homeoffice führen. Aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass viele auch öffentliche Verwaltungen bereit sind und auch motiviert sind, das Homeoffice weiterzuführen, solange das im Sinne eines Gesamtkonzepts Sinn macht. Prochaine question au téléphone, Monsieur Beuglin. Ich habe nicht richtig verstanden, weshalb Sie zwei Daten haben für die Wiederöffnung der Schulen. Eines ist ja für die obligatorische Schule und was ist mit dem zweiten Datum? Sind es zuerst die Unterstufe für die kleinen Kinder und dann? Nein, es ist ein anderer Grund. Die kleinen Kinder, das haben wir ja bereits gesagt, sind schlechte Überträger und sie stellen aus epidemiologischer Sicht eigentlich keine große Gefahr dar. Und wenn man alle anderen Schulen, Ausbildungszentren, Universitäten öffnen, wo es auch Erwachsene gibt, ist die Lage etwas anders. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, was die Größeren angeht, hin zu den Erwachsenen, ist es so, dass sie natürlich größere Distanzen zurücklegen, bis sie in der Schule oder am Ausbildungsort sind. Und das ist der Grund, weshalb wir eigentlich die Schulen gestaffelt öffnen. Und als wir die Schulen geschlossen haben, haben wir uns auch gefragt, ja, müssen wir nur die überobligatorischen Schulen schließen oder auch die obligatorischen Schulen? Und im März wollten wir wirklich jegliche Aktivität stoppen, deshalb haben wir die Schulen geschlossen. Und wenn wir das differenziert hätten, hätten wir wahrscheinlich auch zuerst den Tertiärbereich geschlossen und dann die obligatorische Schule. Zum leidigen Thema Schutzmasken. Es ist ja nicht, Sie raten Ihnen ja nicht ausdrücklich, dass man eine trägt, aber ich frage mich, ist eigentlich vorgesehen, dass der Bund da Schutzmasken gratis an die Bevölkerung verteilt? Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat nicht. Ich meine, was vorgesehen ist, muss man auch wieder mal der Pandemieplan erinnern. Ich meine, normalerweise hatten sehr viele Einrichtungen, Organisationen, Firmen, auch für die Bevölkerung, hätte auch eine gewisse Reserve von Masken gehabt. Man hat sehr wahrscheinlich das in der Vergangenheit ein bisschen unterschätzt und nicht alle ernst genommen. Und ich muss Ihnen sagen, das muss man schon gestehen. Aber jetzt ist es einfach so, dass wir können einfach nicht sehr viele Masken finden. Es ist sehr schwierig, Masken zu kaufen. Die Idee wäre jetzt, wenn wir Masken, und wir haben Masken und wir beschaffen weiterhin Masken. Die Idee ist einfach, wenn es beginnt mit der Lockerung, auch diese Empfehlungen zu adaptieren. Ich meine, immer wieder pro Branche, pro Tätigkeit. Es gibt keine generelle Empfehlung, Masken zu tragen und sicher keine Maskenpflicht für die Gesamtbevölkerung auf die Straße. Und dann ist es wichtig, dass auch die Möglichkeit, Masken zu kaufen, wieder da ist. Und deswegen, ich meine, es ist nicht einfach im Moment für Firmen einfach Masken im Ausland zu kaufen. Man kennt die Qualität nicht, es ist nicht einfach zu beschaffen. Und deswegen haben wir das auch zentralisiert und organisiert, damit es genug Masken gibt, dann, um die auch kaufen zu können. Aber Sie geben keine gratis ab. Sie werden nicht die ganze Bevölkerung mit Masken versorgen.
Ja, es ist sicher nicht so, dass wir kaufen Masken, um einfach Masken überall zu verteilen. Nein, das gehört auch nicht zum Bund, es so zu tun. Vielleicht am Anfang werden wir auch einige Masken haben, um zu erklären, ja, es ist wichtig, es gibt vielleicht einen ersten Teil, der zur Verfügung steht. Aber dann das Wichtigste ist einfach, dass wer Masken kaufen will, weil es braucht Masken, zum Beispiel für die Umsetzung eines Schutzkonzepts auch Masken kaufen kann. Monsieur Brocci. Ja, vielleicht geht dieser Teil der Frage noch an Herrn Koch. Und zwar in einem Zürcher Altersheim kam es offenbar zu vielen Infektionen und man hat festgestellt, dass 40% hatten gar keine Symptome oder sind nicht erkrankt. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Also es ist nicht nur die Phase kurz vor Ausbruch der Krankheit, sondern die hatten offenbar keine Symptome. Und dann kriege ich von der Redaktion einfach noch Fragen, weil die Leute wollen wissen, wie wird das jetzt im Sommer? Also die Schwimmbäder, das wird im Juni entschieden und man kann eigentlich noch nicht genau sagen, ob ein Schwimmbassin überhaupt benutzbar sein wird, also rein auf infektiologischer Sicht. Monsieur Koch. Ja, vielleicht die zweite Frage zuerst. Doch, Schwimmbäder sind sicher benutzbar, weil erstens haben sie ziemlich viel Chlor, das tötet ziemlich alles ab. Und zweitens gibt es überhaupt keine Hinweise, dass das Virus durch Wasser oder freies Wasser übertragen wird. Also ich nehme an, auch die Aare wird bebadbar sein. Die Frage der nicht manifesten Erkrankungen auch in Altersheimen ist uns bekannt. Es ist so, es gibt offenbar auch bei Risikopatienten Leute, die an nicht erkranken. Wie ich schon gesagt habe, vieles ist wirklich nicht bekannt. Was wir wissen ist, dass für Risikopatienten die Krankheit sehr gefährlich sein kann und deshalb sind auch die Maßnahmen in den Altersheimen strikt und müssen auch weiterhin eingehalten werden, was nicht heißt, dass man je nach Situation auch zum Beispiel schaut, ob Besuche möglich sind. Aber jetzt daraus zu schließen, dass sehr viele Leute in der Bevölkerung bereits die Krankheit durchgemacht hätten und man es nicht gemerkt hätte, das wäre falsch und übertrieben. Wir nehmen noch 2, 3 Fragen, nicht mehr. Monsieur Goscher. Ich glaube, für einen Teil der anwesenden Personen ist es noch nicht klar, wie diese Schutzkonzepte in den Branchen funktionieren sollen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Restaurants, wo Sie noch kein konkretes Datum genannt haben. Wer wird da entscheiden, wann diese Schutzkonzepte unterbreitet werden müssen, wann das Ganze umgesetzt wird und wer das Ganze kontrolliert? Ja, danke für die Frage. Ich werde das gerne präzisiert. Wir werden das in enger Zusammenarbeit mit den Branchen erarbeiten. Die Rolle dieser Branchen ist es dann, uns das zu übermitteln und für die Umsetzung zu sorgen. Die Branchen werden die Schutzkonzepte erarbeiten, zusammen mit den Empfehlungen des BAG und mit dem SECO und anschließend müssen die Kantone für die Kontrolle sorgen, dass diese Schutzkonzepte wirklich angewandt werden. Ich hoffe, so ist es eindeutiger. Aber was ist mit den Daten? Ja, die Daten. Die Schutzkonzepte sind eine Grundvoraussetzung, dass eine Branche wieder öffnen können. Aber das heißt nicht, dass wir sofort öffnen, sobald wir ein Schutzkonzept haben, sondern wir schauen uns an, und das ist auch die Strategie des Bundesrates, die letzte Woche vorgestellt wurde. Wir haben diese Kriterien und überlegen, wann wir nach und nach die verschiedenen Branchen wieder öffnen können. Wir haben den 27. 11.4., den 11.5. und dann machen wir ein Monitoring, schauen uns die Zahlen an, Neuinfektionen, Hospitalisierungen, Todesfälle und dann schauen wir uns an, was wir ab dem 8.6. erlauben können. Es ist jetzt noch zu früh zu sagen, was am 8.6. entschieden wird. Wenn das Monitoring schlecht ausfällt, dann müssen wir ganz vorsichtig sein und wenn wir sehr gute Zahlen haben, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten. Herr Berset hat es schon gesagt, auch das SECO ist hier mit einbezogen. Wir haben es schon gesehen, es gab ein Anwendungshandbuch, wie die Vorgaben des BAG angewandt werden und wie das SECO sich positioniert, damit das ganz eindeutig ist. Also Anwendbarkeit, Kontrolle, das alles sind Aspekte, die wir berücksichtigen. Der Kanton wird mit einbezogen und die Branche muss natürlich glaubhaft machen, wie dieses Schutzkonzept umgesetzt werden kann.
Ja, eine Frage zur Medienbranche an Frau Sommaruga. Sie haben die privaten Medien bis zur Botschaft vertröstet. Heißt das, dass Soforthilfe vom Tisch ist? Und falls das zutrifft, welche Rolle hat gespielt, dass gewisse Medienverlage auf die Dividendenausschüttung für das Jahr 2019 nicht verzichtet haben? Der Bundesrat hat entschieden, dass er in diesem Bereich kein Notrecht anwenden will. Er hat aber ebenfalls gesagt, dass er, da wir eben diese Eckwerte ja bereits letzten August verabschiedet haben für die Botschaft, dass er möchte, dass diese Botschaft sehr rasch kommt. Sie wird sehr rasch kommen und das gibt dann dem Parlament auch die Möglichkeit, sehr rasch diese Vorlage zu beraten. Stimmen, die ich höre, die haben den Ernst der Lage verstanden und möchten tatsächlich, dass diese Vorlage, wenn sie dann ins Parlament kommt, auch rasch beraten werden kann. Also wenn ich sage sehr rasch, dann meine ich das auch so. Die allerletzte Frage, Frau Gall. Ja, ich habe noch eine Verständnisfrage zu der Schulöffnung. Also was ich verstanden habe, ist, die Kinder, die sind ja nicht wirklich betroffen von diesem Virus, die sind nicht gefährdet, aber sie können ja doch Überträger des Virus sein und somit könnte es ja sein, oder würde es so sein, dass die Schulen dann doch eine Art Hexenkessel sind für dieses Virus? Deshalb verstehe ich diese Öffnung nicht ganz. Ja, wenn es so wäre, hätten wir sicher die Schulen nicht so als für eine Öffnung vorgesehen. Es ist nicht so, aber ich glaube, es ist auch die letzte Frage, haben Sie gesagt, vielleicht das Schlusswort könnte auch Herr Koch haben. Nein, es ist wirklich so. Die Kinder sind wirklich nicht die Treiber dieser Epidemie, ganz im Gegensatz zu der Grippeepidemie, wo wir wissen, dass die Kinder das Virus weit verbreiten. Bei dieser Epidemie sind die Kinder wirklich sehr, sehr, sehr marginal betroffen. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, das gut ist und wir sollten uns wenigstens an dem erfreuen können. Merci, nous allons conclure cette conférence de presse ici. Das war das Schlusswort dieser Pressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie anwesend waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, das war eine sehr lange Pressekonferenz. Es hat so richtig gesprudelt, vor allem aus Bundesrat Berse. Da sind sehr viele Informationen gekommen. Ich versuche am Schluss noch ein bisschen zusammenzufassen. Erstens, Bundesrat Berse hat einen Leitspruch gemacht, hat gesagt, man werde so rasch wie möglich öffnen und so langsam wie nötig. Das heißt, man will als Bundesrat schrittweise öffnen. Es wird 3 Stufen geben. Eine erste Öffnungsstufe ist am 27. April. Dann werden die personenbezogenen Dienstleistungen geöffnet, zum Beispiel die Coiffeursalons mit einem Schutzkonzept. Die werden wahrscheinlich dann Masken tragen. Auch medizinische Leistungen werden dann wieder in eigentlich vollen Umfang möglich sein. Auch Zahnärzte und Physiotherapeuten wieder arbeiten. Zweite Etappe ist der 11. Mai. Dort sollen die obligatorischen Schulen wieder aufgehen. Das ist der zweite Schritt und auch alle Märkte und alle Läden. Und dann der dritte Punkt, der dritte Schritt ist der 8. Juni. Dann sollen dann auch die Universitäten, die höheren Schulen wieder aufgehen, auch die Bibliotheken und so weiter. Noch nicht entschieden wurde, was passieren soll mit den Restaurants. Die sind offenbar schwierig jetzt schon zu entscheiden, ob man die langsam wieder öffnen will oder nicht. Der Bundesrat hat gesagt, er werde da erst später darüber befinden. Und der Bundesrat hat auch noch nicht entschieden, was mit den Festivals im Sommer passieren soll. Da muss man auch noch warten. Aber anders als zum Beispiel in Frankreich hat man nicht entschieden, dass man bis Ende August jetzt mal alles verbietet. Dann ein wichtiger Entscheid wurde heute auch getroffen zu den indirekt betroffenen Selbstständigen. Das ging ja wochenlang. Die Taxifahrer, kommen die jetzt eine Hilfe oder nicht? Jetzt heute wurde auch da ein Schirm aufgespannt. Die haben Anrecht auf Ergänzung, also auf Ergänzungsleistung, EO-Leistungen für 30 Tage, 200 Franken. Also so hat man jetzt auch dieser Berufsgruppe etwas geben können. Und vielleicht zuletzt noch, Bundesrat Bachmann hat darauf hingewiesen, dass die Lehrabschlussprüfungen stattfinden sollen. Also quasi es wird keine theoretischen Prüfungen gehen, die praktischen Prüfungen, die werden dann gemacht, wenn sie möglich sind. Das sind etwa so grob die wichtigsten Punkte. Es war eine lange Pressekonferenz. Ich bin sicher, das muss man und werden wir noch vertiefen.
fortlaufend online werden Sie das sehen. Dann in unseren Sendungen 18 Uhr das Interview zum Tag mit Bundesrat Berse, 19:30 Uhr die Tagesschau 21:50, 10 vor 10. Wir werden Sie weiterhin informieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Uruguay hat die sauberste Nutztierproduktion. Mit viel Platz und immergrünen Wiesen produziert das südamerikanische Land Fleisch als Delikatesse. Natur